Servus, küss dich heck. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Ich spiel für euch die 16er Bund. Ihr hört Lieder aus früherer Zeit und manche Rodern sind schon von heute. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, Der Klausi zupft auf der Gitarre. alles Marke spül mir noch den Werner Schau. Die Quetschen klingt ein super fein, Die Kontrapumpe hinten rein. und das Gesange klingt es auch schon recht human. Rumlein und Grüße, Servus, grüß dich. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Bund. Ihr hört Lieder aus früherer Zeit und manche Rodern sind schon von heute. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Grüß euch Gott, meine Lieben. Herzlich willkommen. Grüß euch, servus, Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich auch. Patrick, bei mir heute zur wievielten Sendung? Die 149. Paulatschen. Pablaciste. Hey, Pablaciste. Und was haben wir da? Natürlich Jawohl. Klausi bereits. Aber zu dem kommen wir dann Ja. noch. Zu dem kommen wir dann Genau. noch. Auf jeden Fall heißen wir euch wieder herzlich willkommen. Schön, dass du da seid. Ich bin heute ein bisschen lediert. Man hört es an der Stimme verkühlt. Ja. Ja. Man glaubt nicht, dass das auch noch gibt. Wahrscheinlich habe ich mich verkühlt bei der Am Nachtwächterwanderung. Samstag wahrscheinlich. Das ist anzunehmen, aber ganz ehrlich, das war es mir auch wert. Das war es mir wert, war eine Weltgeschichte. Am Samstag Phänomenal. die Nachtwächter, also Nachtwächterwanderung ist gut, das war zum Mittag. Und dann am Nachmittag war beim Heirigen. Ne? Dort haben wir eingeschnitten ordentlich. Und eine Eine der besten Enden der letzten Jahre. War wirklich gut, muss ich ja. wirklich sagen. Wirklich gut. Und ein bisschen was ist getrunken an. Weißt du eigentlich, wie viel Wein tust du jetzt so daher? Vielleicht weißt du. 12 Liter oder was waren 12 nicht mehr. Nein, Ja, nein. gut, ja, nein. Wir waren ja 14, 16 Leute, sowas, nicht? Ja. Eben, nicht? Also da war es nicht einmal ein Liter pro. Also lächerlich. So. Ja, und war auf jeden Fall Weltgeschichte. Ich habe mir natürlich gedacht, ich habe ein paar Büdel rein zum Herzagen. Waren sogar weniger, ich glaube 10 Liter und 12 Liter Soda oder so. Das war furchtbar. So viel werden nicht Soda getrunken. Tja, Ich weiß nicht, das weiß ich noch. Ja, aber ich hab mir gedacht, ich zeige ein paar Büdeln her und habe auf jeden Fall Büdeln für schon von unserem Online-Shop, da habe ich ein bisschen reingehauen und so weiter und so fort. natürlich. Und was wir vergessen, natürlich die Bilder einspielen von Von der der Wanderung. Aber das macht, ich bin ja ein IT-Genie, wie wir alle wissen. Wir werden das dann schon hinkriegen. Aber jetzt einmal begrüßen wir herzlichst. Wer war der Erste? Der Raffi. Jawohl. Ich wünsche einen schönen Abend alle zusammen aus der schönen Steiermark und gute Unterhaltung. Und nächstes Jahr treffen wir uns mal persönlich, das verspreche ich euch. Raffi, das machen wir und da haben wir ein Jahr Zeit, das werden wir zusammenbringen. Hoffentlich. Ja. Der Rudi Korbis ist da, grüß dich, oder Rudi, die Maggie aus München ist da, jawohl, der Spaziergang, gesagt habe ich die Ehre, den Musikraum, all my stuff. Schön, dass wieder Montag ist. Ne, siehst du, das ist aber Ich leid. habe mich auch schon gefreut heute. Ja. Das ist, Ja, naja, ich bin obwohl es ehrlich gesagt- beruflich ist, aber der Beruf macht dann Spaß. auch. das Ich ist freue ja. mich so, ja. das ist so schön. Also wenn ich jetzt auswärts spielen hätte müssen, war ich noch unguter drauf. Ja, verstehe, wenn man angesprochen ist. Ja, ich bin heute, weißt du, so, ich bin nicht, es ist besser als gestern, also es ist, ich bin am Weg der Besserung, aber weißt du, so ein bisschen so, und kalt und schwitzen und da wieder nicht und heiß und warm und kalt und und wir werden dann gleich mal Wein kümmern, dass was weitergeht. Ja, ja. Markus Pistolik steht in den Startlöchern, jawohl, auf ein leibende Pavlatschen wird sicher wieder. Michael Ungar, Christa Wood, Florian Lukas ist da, wunderbar. Yes. Grüß euch, auf einem Bildschirm die 16, beim anderen Fußball. Perfekt Abend, jawohl. Spielt halt wieder. Ich siehst du, ich bin Fußball gar kein Ding, aber ich glaube, es ist besser. Noch perfekter ist, was das Fußball anrast. Das ist. Aber ich will dir nicht ins Gesicht reden. Aber schön, dass du dabei bist. Peter Voigt, jawohl. Ja, genau. Jawohl, Peter Voigt, beste Grüße an die Nicole. Bitte schön. Die Momo M ist da, der Fritzl Startguss, Franz M, Werner Wichtig, Wikis Welt,
Heute nicht als Oh, Daniele schön, Schlögl. ja. Heute nicht als Daniele Schlögl, als Vicky Welt unterwegs. Die Principessa glaubt, sie kann sich da Verstecken, einhauen. verstecken, aber es geht nicht. Aber die Principessa ist sofort erkannt. Sofort erkannt. Dunja Androsch, jawohl. Jawohl. Unsere große Master of Ceremony quasi Die Organisatorin. von der Nachtwächterwanderung. Nicht Ja. Weltklasse. Der Maike, grüß euch. Auch bei der Nachtwanderung dabei, mit der Justine natürlich. Wunderbar. Und das muss ich sagen, Maike und Justine sind aus der Steiermark angereist und haben sich ein Zimmer genommen. Und das ist wirklich hochlöblich. Und da muss ich wirklich schon, das ist der allererste Aufruf heute für eine Orgienrote Achteln für Maike und Justine. Erstens die zwei Jüngsten, was gekommen sind, die, was am weitesten weg waren, und haben sich extra ein Zimmer genommen in Wien. Haben uns in Simmering haben sie uns erwischt, weil ja sonst, du kriegst ja keine Zimmer in Wien jetzt. Vor allem für klar. eine Nacht, ne? Und für eine Nacht schon Das gar ist nicht. jetzt schwierig, Und ja. die haben sich das da, also bitte seid so gut, haut's eine. Für den Mike und Justine eine mörderische Orgie an rote Achteln. Das haben sie sich verdient, wir haben uns wahnsinnig gefreut, dass sie da waren. So, Das kann ich leider nicht. hast du gehört? Die Ja, Siri kann das nicht. braucht Die, sie auch nicht. die kann er nicht, die ist ja nicht eingeloggt. Naja, gut. Also, wem haben wir noch? Der Maber ist da, Marion Kriegelstein, Straßenhans, Christi Gott. Ja, Olmes darf sagt schon. Nächste Woche dann Jubiläum. 16 Uhr dann im feinen Anzug. Das wahrscheinlich nicht. Aber wir werden von der Klausi aus senden. Ja, das ist schon fix. Das ist schon fix. Und was wir sonst machen, wissen wir noch nicht. Aber, Wissen wir noch nicht. aber ich glaube, im feinen Anzug. Gut, jetzt wo der Karl Merzgerz gestorben ist, müssen wir fast schon wieder ein Feinrieb. Das hängt mir das auch nicht mal nach. Ne? Das ist, Ist das Bild ein bisschen finster, sagt der Michael Unger? Na, aber da haben wir gleich auf. Aber so. der Scheinwerfer ist Ist schon- verdrahtet. Ja, den, jetzt habe ich auf mich und auf dich, weil jetzt bist du besser im Bild. Ah, okay. Aber in Summe ist vielleicht... vielleicht- Haben wir nicht mehr Ja, ja, ja. beleuchtet früher. Aber in Summe kann An es sich sein. kein Fehler ist, aber... Normal schon, aber es war zu schwach für das. Ne? Jetzt habe ich das so umgebaut. Aber jetzt glaube ich, müsste es passen. Jetzt habe ich ein bisschen aufgetragen. Danke für den Hinweis. Michael Unger, was das ist auf dem kleinen Bildschirm. Und dann habe ich außerdem. Ja, du ist klar. ein bisschen finster. Wollen wir noch, der Christoph Acker ist da. Christoph Acker auch eine Meisterleistung gebracht. Der Christoph Acker wohnt in Klosterneuburg und hat mein Munkelein und mich vom Stiepert heimgeführt. Dankenswerterweise. Also wir liegen nicht am Weg, sondern wir sind drüber der Donau, also ganz woanders. Aber haben wir dann gesagt, wann sind wir den Weg um 11 Uhr sowas runterkriegen? Ne? Ja, 12 Uhr war es schon fast, nicht, oder? Nein, Mitternacht war es nicht. Viertel 12. Dazwischen 11 und 12 Uhr, so ist ja wurscht. Und haben wir gesagt, jetzt hat er uns heimgeführt, da kommt noch einer von Kaffee. Und der Ackerl ist dann doch um 3 ist er dann endlich gefahren. Ne? Das ist ein Wahnsinn. Was nur ein Kaffee? Nein, das waren 2 Kaffee dann noch. Aber Kaffee, ja, ne? nein, es ist im Prinzip ist immer gegangen, nein, ich fahre gleich. Willst du noch was? Nein, willst du nicht? Na gut. Rauchen wir noch eine, na gut, eine rauchen wir noch, na gut, okay, was, na gut. Und auf einmal war es 3. Ne? Also, Kenne ich gar nicht so, was heißt das? Weltklasse war das, Weltklasse. Sizilien 666, jawohl. Ui. Auch aus Aachen wieder Christoph Ratau ist dabei, Christi gut. Der Andreas Christener, jawohl. Landtalströmer Markus, der Ulrich. Bin halt beim Glühbier. Mich hat es erkältungsmäßig erwischt. Das Ja, das sind schon zwei, schaut ne? aber so. Das ist- Schaut aber so. Schaut einmal, mein Staff sagt, schöne Ausgabe letzte Woche, habe ich mir im Nachgang nochmal in voller Länge ansehen müssen. Hatte anfangs Zweifel, ob das mit Andi so passt, aber er war wirklich ein angenehmer und toller Gast. Mein Red. All my Staff, danke Er war schon zum zweiten Mal. weil schon Zeit mal. Ja, ja. Aber das gebe ich gerne, oder er schaut zu, der Andreas Christina, das gebe ich mit Freuden weiter und kann es auch nur bestätigen. Also, ich mein, Ganz ein war, klasse Abend, ja. war echt leibern und das war ja nach der Pavlatsch noch nicht aus, auch nicht. Ne? Ja, kann man sagen. Ja. Dann haben wir nur einen restlichen Schweinsboden, wo sagt, Patrick hat nichts mehr über für den nächsten Oh ja, Tag. oh ja. Ja, so ein Sticker. So ein Stickel ja, fürs gut. Röstel ist ja schon was Ja. angewagt vorher, weißt du? Ja, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Ja, Waren ja nur 2,5 Kilo Rohware. Also, ja das ist ja lächerlich. 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 3 Leute, gell? Und der Friesel sagt, Ulrich, gute Besserung, das war natürlich vergessen. Ulrich, gute Besserung. Unbedingt. Genau, ja, die Wege hat vergessen, der Account umstellen. Straßen haben wir schon gesagt, oder? Schaut, das sind schon die Achteln. Das sind schon die Achteln, wäre wichtig, jawohl. Das sind die Achteln. Bravo, die beiden, Franz M. Absolut, na super. Was meine tolle Idee dem Klaus gebracht? Ein Schnupfen. Was hat mein, jetzt habe ich es erst verstanden. Was hat meine tolle Idee dem Klaus gebracht? Ein Schnupfen. Ja. Dunja Androsch, das war es mir aber mörderisch wert. Also, wurscht. Das haut Das schon war hin. sowas von leibend. Also. So, jetzt muss ich da weiter runterfahren. Ja. Und in Nachtwächter muss man sagen, in Gerhard hat es auch taugt. Absolut. Habe ich schon erfahren von Ja, dem noch ja. einmal. Er hat gesagt, das war also sehr leibende Nachtwanderung. Gut, okay.
ist ja auch lang picken geblieben. Er hat dann gesagt, ich muss jetzt los, weil meine Frau hat schon gefragt, wo ich bleibe. So lange war ich noch nie weg bin nach seiner Führung. Nicht? Schau, die Dunja kündigt schon. Die Steirer bringen wir das nächste Mal in der Nähe unter Organisation und Übernächtigung gerade erweitert. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Wunderbar. Das ist super. Die Wikis Welt sagt ein Acker passiert einem einfach. Das stimmt. Ein schneller Kaffee. Theoretisch müssen wir mit Kastanienbaum spielen. Da Michael Unger, du hast aber recht. Das stimmt, ja. Ja. Muss das sein. Schau was drin, Rainer. Grüß euch heute wieder nur ein paar Minuten dabei, aber ein Like habe ich schon hinterlassen. Ich danke dir für das. Dankeschön. Glaube ich ganz wild. Ja, der Merkert, ich habe ja, war ein ganz angenehmer Mensch. Kommt aus meiner Gegend, ist ja Wiener Neustädter gewesen. So wie übrigens ja auch der Georg Tanzer, das war ja auch ein Neustädter, glaube ich, gebürtiger Wiener Neustädter. Und Georg weiß ich gar nicht. ja, ich glaube, der ist auch von dort. Und auf jeden Fall, wir haben einmal beim Schrammelklang, ich habe sonst in Karl Merkert jetzt da nie wirklich einen Kontakt gehabt, in Dingen, aber beim Schrammelklang. beim Schrammelklang Festival. Und dort haben wir im gleichen Hotel gewohnt. Gewohnt, ja. Und beim Frühstück sind wir ein bisschen ins Plaudern gekommen. Warum? Weil da hat es gegeben so ein Pfann, so zum selber einschalten, und da hast du selber eine Eierspeise machen können oder Spiegelei oder was auch immer. Und das hat mich total fasziniert. Und jetzt habe ich aber nicht so viel fressen können, was man da machen kann. Ich wollte aber mehr machen. Und dann ist wenn einer gekommen ist, habe ich gesagt, willst du eine Eierspeise, macht eins. Ne? Und da waren jeden. Und der Merkert war total lieb. Ne? Das kommen, ja, morgen, sagt, ja, erst willst du diese Eierspeise? Und naja, grundsätzlich heute, ich weiß nicht, ich mach das, 2 Jahre, naja, und der hat sich nicht Nase umgetraut. Und dann hat er gesagt, naja, dann in Gottes Namen, wie es halt ist. Aber der war ganz bescheiden, ganz leibend, weil er war halt dort bei einer Matinee und hat halt Wiener wieder vorgetragen. Hat er gesungen am Sonntag am Abend. Das Hat er rezitiert und gesungen. Genau. Ja, richtig. Richtig, ja. Begleitet von den Werner Spatzen. Richtig. Die haben ja lang zusammengearbeitet. Und Joschis Sehr viel gemacht. Genau. Für 30 Jahre oder länger. Richtig. Das war noch kurz bevor wir begonnen haben. Ja. Aber auf jeden Fall war er sehr bescheiden, weil er gesagt hat, eben auf der Bühne dort da. Haben alle gesagt. Also ich weiß gar nicht, was ich da eigentlich tun soll, nicht? Weil da sind lauter Kapazunder, das Wiener Lied ist unterwegs und ich stehe da und mache was. Aber er hat das halt sehr feinfühlig geschickt gemacht. Also ganz großer Fan. Und eben überhaupt nicht natürlich das, was man als Klischee hat. Er ist halt Schauspieler und er hat halt den Mundl und den Bockra, das hat er halt gut kennen. Aber er selber war ja genau, also exakt das Gegenteil davon. Ganz ein feiner Kerl. Wunderschönes Deutsch gesprochen, aber ein wienerisches Deutsch eigentlich. Nicht aufgesetzt, Ja. Wirklich schön. Ja, Wirklich wahr, ja. Also echt leibend. So, heute muss man einen guten Freund wünschen. Nächste Woche habe ich 2 Leitungen mehr im Herz. Straßenhans, was noch mehr? Was kriegst du dabei besser? Heute muss ich mir meinen guten Freund wünschen. Nächste Woche über 2 Leitungen mehr im Herz. Das klingt nach, ja, irgend so. Noch Bypass oder Stand oder so irgendwas. Sag ich einmal. Ja, also. Ja, das machen wir dann natürlich. Sicher. Ja, aber passt auf, Leute, das ist jetzt da. Aber das erfordert. Sie erfordert was. Ja, stimmt, wir haben nichts am Trinken. Wir dann eine Viertelstunde reden wir schon. Ein Schmähchen mit euch und ich bin am Trockenen hier. Kamerakind Patrick, Jawohl. on air. Bin schon da. Los geht's. Mach mich am Weg. Komm, hopp. Ja, so ist. Hopp. Wieso das Licht da? Ja, da bist du mit dem Finger vor der Linsen. Sieht man nichts. Ah, springt alles an. Es stockt heute, es stockt. Es stockt, da kann Ja, man es nichts geht. dafür. Nein, es geht schon. Du musst Was ja, ist denn? Ein Weihviertel? man sieht eh nichts, wo du hinschaust mit dem Handy. Nicht? Ja. Jetzt sieht man. Zirnsack. Ziersack. Gut. Den nehmen wir. Passt. Den nehmen wir. Jawohl. Ja, da ist ja der Klaus. Jawohl, na, ganz große Freude. Ganz große Freude. Kamerakind Patrick, absolut erfolgreich abgeschlossen. Einmalig hast du das gemacht. Das Unbottling hat schon stattgefunden. Ein Zweigel aus dem Jahr 2019 vom Zirnsack. Was schreibt da sonst noch was drauf? Schon noch. Ein besonders fruchtiger und samtiger Wein. Deine Frage normalerweise. Wie viel Volumenprozent, ne? hat er? 13 oder? Ja, ist eher schwach. Das passt eh. Natürlich, warum nehmen wir Rotwein? Weil es für die Stimme schon wurscht ist. Und dann nehmen wir den einmal. Ja. Ich gieße. Gieß. Pass auf, und wenn wir das haben, oder während du eingießt, möchte ich jetzt schon bitten, Bypass, schreibt der Straßenhans. Pass auf, da sind jetzt die Pavlaciste wieder abermals gefragt. Mit einer Orgie
an rote Achteln für unseren Straßenhans, auf dass diese Bypass-Geschichte schnell, gut, zufriedenstellend, erfolgreich erledigt wird. Straßenhans, wir trinken jetzt einmal den ersten Schluck gleich mal auf die. Schon. Nicht? Ein bisschen nebstbei auch noch auf den Das Ulrich wird schon. für die gute Besserung, für alle anderen, denen es nicht gut geht. Ein bisschen auf die, du bist auch ein bisschen Ja, na aufgestanden. gut, aber jetzt ich trinke was, das ist ja wurscht. Nicht? Also, auf alle, die es brauchen, aber speziell natürlich Straßenhans. Ja, alles gut. Alles Gute und das wird schon werden. Mit einem guten Schluck haben wir auf die getrunken. Mit einem guten Schluck. Ah, der ist gut. Gefällt mir schon wieder. Vornscheine, die roten Achteln. Gefällt mir gut. Der gefällt mir gut. Ja, wenn wir mit Zierensack reden müssen, auch, dass wir das neues Jahr, neue Wein ausstatten. Ne? Brauchen wir schon. Haben wir schon, ja. Ich meine, das ist ein Ding aber in Aussicht, nicht? In Norbert Walter. Norbert Walter, der hat zugesagt. Hat zugesagt, Ja, brauchen wir nur noch holen. Warum? Und, also, das reicht Nein, aber so mit nächstes Jahr dann nicht. Heuer ist ja, Michael Höfel hat sich auch schon wieder ja, angeboten. natürlich. Die Strauchernstl werden wir auch wieder anreißen, wahrscheinlich. Na, was denn? Und wie gesagt, Zierensack, weil Weltklasse war. Weltklasse. Schau, die Weitkeit ist dabei. Jawohl, ganz große Freude. Schau die Achteln. Bernd Roh ist auch dabei. Also man kann einen Zweigel im Weinviertel auch machen. Ja, da wirklich, das ist gut. Und das Sandig, das stimmt nämlich Wobei, wirklich. das ist wie gesagt südöstliches Weinviertel, das ist an der Mark gelegen schon, also wirklich Richtung Markfeld Ja, schon. das ist schon. Da ist auch warm und sehr viel Sonne auch. Aber trotzdem, es ist halt aber es ist wirklich, Ist in der Nähe der Mark auch schon gewachsen und Ja. so, das Wasser auch. man sieht da schön merkt um man. auf die Karpaten, ne? Ja. Die zum Greifen noch. Über die Zahorie, Ja, Zahoratska, Ja. bis zu den Karpaten. aber zum Ja. Greifen noch. Ja. So was. Wie gesagt, da müssen wir mal, weil bei den Motorradl, das könnte man mal machen, so eine kleine Motorradl-Partie in die Karpaten um. Das ist ein Tagesausflug. Mittelhessen Das geht geht mit dem ja. Zug fahren. Und Ja. viele Weinviertler entdecken in der Zwischenzeit, dass man zum Skifahren nicht unbedingt nach Salzburg So, oder ja, Tirol fahren kann muss, man auch um. weil die haben dort wirklich, also das ist so Ja. ausgebaut worden in der Zwischenzeit. Und also, ja. Straßenhans, 10 Euro. Weil man dachte, wie lange sitzt er jetzt da? Nicht? Schau, wenn das dann einer nachschaut, die Nase hat er, und was hat er noch? Da sind Finger gestochen oder was? Das sitzt da. Straßenhans taugt das schön. Danke. Aber gilt natürlich dir vor allem, dass alles gut wird und da haben wir natürlich dann eine heute im Laufe des Abends. Lass mich nicht vergessen, ein guter Freund. Ist gut. Wobei das spielen wir eigentlich jetzt nur beim Hoffen, dir gefällt das Lied, aber nicht, weil es einen Bezug haben wird zu dir. Also das. Schau, der Markus Volker. Der Markus Volker ist mein Held. Naja, Ja, weil der Tester Ja. war das. war der Erste, der bestellt hat, nebst einer Dame. Und das hat ja alles irgendwie nicht funktioniert, weil das gibt es ja nicht. Was ist da los? Ne? Und da bin ich drauf gekommen, dass ich einen Fehler gemacht habe und diese PayPal-Adresse quasi war falsch eingegeben. Da kann ich nichts ankommen. Ist jetzt für den der zahlt hat, an sich jetzt nicht sonderlich tragisch, weil das Nein. wird spätestens nach einem Monat oder was, kriegt einfach, also wird das wieder freigestellt und sagt, nein, ich habe es nicht Einen überweisen Monat können. spätestens automatisch, ja. Aber du kriegst natürlich gar keine Bestellung. Ne? Und jetzt Nee. jetzt habe ich natürlich den Markus angeschrieben gleich und hab gesagt, ja, ich habe einen Fehler gemacht. Du müsstest das alles stornieren und auch bei PayPal, dass du das Geld gleich wieder kriegst und halt noch einmal bestellen. Ne? Hat er natürlich gemacht, da habe ich dann glaube ich noch gar nicht gescheit angeschickt, habe ich das E-Mail. Hat der Markus schon, da früher zeitlich... Alles schon recht erledigt. gemacht. So, Markus, du bist eigentlich mein Held. Die andere Bestellung, die Dame, die hat noch nicht geantwortet, also schauen wir mal. Wann macht der Patrick einen Motorradschein? Du, neues Jahr, neues Glück. Ja, das Glück schauen wir. Ein Motorradschein, glaube ich, tue ich mir nicht mehr an. Außerdem, ich will nicht, dass die verletzt, Patrick. Das lebt schon gefährlich. Ja, das wir, wie man weiß. wir brauchen einen, der sicher ist. Das ist der. Klaus, das mit dem T-Shirt haut hin. Ihr habt nur PayPal. Nein. Am Shop kannst du mit Kreditkarten und Kleiner und was weiß ich alles auch. Also, nur wir da haben nur PayPal oder halt Überweisung für den Schmatt, aber sonst nichts. So, jetzt machen wir mal in narischen Kastanienbaum. Wie gesagt, obwohl natürlich der Mundl nicht die einzige Rolle war, das einzige, was er kennen hat. Im Gegenteil. Gegenteil, ja. Aber war natürlich legendär. Und vor allem dieses, Absolut. der narische Kastanie, das hat mich als Kind fasziniert. Ich habe mir das natürlich mit Vorliebe angeschaut. Ich war ja klar, ich war wirklich klar.
Und mir das natürlich taugt. Also wenn ich da im Fernsehen, da ist Trottel gesagt worden und so Sachen. Und ja, ich habe mich anhauen können, weil natürlich ich bin in einem besseren Haus aufgewachsen, aber das nicht auch so. Ne? Aber das habe ich geschaut und das habe ich auch schauen dürfen. Und ich dachte, aber der Trottel ist so wesentlich gefallen. Und was mich dann wirklich fasziniert hat, ist, wenn sie zum Sport gegangen sind. Sprich zum Gewichtheben ins Wirtshaus. Stemmen. Zum Stemmen. Und die isotonischen Getränke in Form von Bier waren literweise dabei. Und ich dachte, ja, das ist Sport, wie man vorstellen kann. Und die Leute Zigaretten, haben geraucht und steht, das war Wahnsinn. Und dann haben sie halt immer gesungen, der Kastanienbaum war quasi ihre Hymne, ne? Dort Das ist im lustig, Stemmenverein. der Ne? Karl Merkert nämlich selber bis zu seinem Tod ein bekennender Raucher war. Geraucht, ja. Aber als Mundl hat er nicht geraucht. Da hat er sich immer über die Genussstangerln aufgeregt von der Familie, Ja, interessanterweise. stimmt, jetzt was du sagst, ja, das meine ich. Die haben ja die Toni alle, die Buffett wie die Ja, Welt. stimmt. Und er, der Mundl, der Edmund nicht. Also, Ja. stinkt sich wieder alles voll, ne? So, solche Aussagen hat es gegeben. Interessant, ja. Ja. Warte, Raffi, nein, das mit Payball haut nicht hin. Ich kann mir das T-Shirt nicht bestellen, weil ich habe nur Payball. Nein, es geht ja mit Payball auch, Raffi. Du gehst ganz normal auf unseren Shop, einen Online-Shop von der 16er Seiten, und du kannst bestellen, was du willst, und dann mit Payball zahlen. Also jetzt geht's ja. Das war nur der allererste am ersten Tag. Am ersten was Tag nicht hat geht. es Aber jetzt müsste es gehen. Also definitiv. Du musst über den Shop einfach machen und dann dort zahlen, dass das geht. Ja. Da schau, Agel Gassig hat den Schein mit 56. Ist aber noch Zeit erst. Jawohl, ich die Susanne Faber ist auch dabei. Na gut, jetzt reißen wir mal auf. Fragst du nicht, oder? Nein. Du närrischer Kastanienbaum, du blühst erst im August. Warum erwacht so spät in dir des Frühlingslebens Lust? Du närrischer Kastanienbaum, du bildest dir wohl ein, du könntest, wo der Herbst schon naht, ein junger Frühlingsstürmer sein. Ganz dicht am Rand vom Stadtpark steht, wo alle Welt vorübergeht, ein Baum, der lässt seit langem die Blätter traurig hangen. Doch plötzlich ist er aufgewacht und Kerzen standen über Nacht auf allen seinen Zweigen. Jetzt wollte er sich zeigen. Du närrischer Kastanienbaum, du blühst erst im August. Warum erwacht so spät in dir des Frühlingslebens Lust? Du närrischer Kastanienbaum, du bildest dir wohl ein, du könntest, wo der Herbst schon naht, ein junger Frühlingsstürmer sein. Jawohl. Zu Ehren Karl Merkatz. Und der schon weitergegangen wieder, weil die Achtliner vorne nicht angefangen. Der Franz Emner nicht zurecht. Karl Merkatz wird leider nur auf den Mundl reduziert. Gut, ich glaube, wirklich reduziert wieder nicht. Nur von ganz wenigen. Aber es ist natürlich, ja, Mundl und Bockerer waren halt natürlich die Paraderollen, ist keine Frage. Ja. Aber er hat ja als Theaterschauspieler hat er ja vorher gemacht. Wer halt am Theater gegangen ist, oder wer da halt drin ist in dem, und der hat das und der hat schon viele gute Sachen gemacht. Also, jawohl. Schau die Achtelvereine. Bernd Rosa, Patrick macht den Schein, du wirst es nicht bereuen. Ja, ich mache mal einen 125er Schein einmal. Ja, gut. 6 Stunden oder so. Das ist ein Aufwand, Schau, genau, die zweite, Michael Unger sagt sie, die Hörbiger. Ja, genau, ja. Christiane Hörbiger. Christiane Hörbiger. Aber der Clan ist so groß, es sind genug Hörbigers noch da. Ja, die hassen zwar nicht mehr Hörbiger dann, aber
bis ins Bohrische raus. Christian Dramitz und so. Also. Einmal von Attilas Seite und einmal von Pauls Seite. Ja, nein, also sehr viel. Große Dynastie. Ja, ja. Wahnsinn, unglaublich. Aber Raffi, na, HP falsch geschrieben. Ich bin auch kein kleiner. Ja, das ist halt schon Hit am Raffi. Wie gesagt, am Shop, aber komm mal gleich mal, weil ich sehe es. Warte mal, ich muss ich gleich das erste überhole. Meine erste Leihwahlbestellung war ja so, dass ich dann, es hat mir nicht so taugt, die Leihwahl-Qualität, kann ich jetzt sagen, Qualität war in Ordnung, aber mir hat es nicht so, ne, hat mir nicht zugesagt. Ich habe gesagt, nein, wir müssen noch anders aussuchen. Und das sind jetzt die sind ein bisschen Ding. Und wir sind jetzt draufgekommen, also die sind jetzt X-Large und die sind schon groß. Also für mich war fast schon, Ich habe es mir zuerst auch schon probiert, ich glaube, ich nehme auch nur X-Large und ich habe normal alles angewandt, das ist alles X-Large bei mir. Aber es ist da mit Doppelnaht und so, also es sind schon qualitativ hochwertige Leiberl, 100% Baumwolle. Ja. Das ist eben eine Variante, Wiener Lied Trust Meets Leiband. Das, was ich auch habe, ist das Pavlacisti Leiberl. Ja, das kann ich alles eigentlich einblenden, aber ist ja wurscht. Aber schon, Na, wenn wir es schon da haben, ich habe nur die drei. Ich habe nur die drei, da sieht man es auch noch. Das ist eben das Richtige. Und das ist schon, weil die Doppelnaht, das greift sich schon jetzt irgendwie qualitativ an, wie es ist, wenn man erst wissen nach dem Waschen und Co. Aber ich glaube, das ist schon, dass das passt. Also das ist eben das Spiel, nicht immer mit, gib Kontra und hinten 16er Burm, Spiel was Gescheites, Wienerlieder zum Beispiel. Und das Achtel. Und das Achtel. Das rote Achtel, das hat sich jetzt bei uns als quasi Logo durchgesetzt. Das trifft sich, nicht? Da ja. Den Aufdruck. Also eine schöne Sache. Lange diskutiert darüber, nicht? Aber ja, eigentlich nicht, ja, eigentlich nicht. Aber pass auf, jetzt habe ich was rein, trotzdem zum Ausschauen. Die erste Teil, schau wie schön. 16 im Lockdown, du kennt es schon vielleicht, nicht? Aber das gibt's. Das gibt es im Shop nur zum Kauf. Die Lockdown-Tour mit der Rückseite. Tourdaten 20 bis 22. Mir gefällt das wahnsinnig gut. Ich hab da wieder Riesenfreude mit dem. Ja. Und dann, gut, es gibt Konter, das habe ich jetzt ein Herzog, gell? Das gibt's alles. Was haben wir da? Und dann haben wir die ganze Winterkollektion, bitte. Ein Hauberl, also wir nennen es liebevoll als Kopfballwärmer. Und dann Hoodie, den kann ich nicht herzeigen, das bestellt, aber das kommt dann wahrscheinlich erst morgen. Ich habe schon 2 bestellt. Ja. Ein Hoodie und ein Kopfballwärmer. Kopfballwärmer nochmal da, als Einzel, so, ne, sogar mit Modell. Ja, da haben wir nicht gezahlt, die habe ich vom Shop runtergelernt. Ja, und der Hoodie nochmal, da schauen Sie. In mehreren Farben. Die Pavlatschen-Hoodie ist das, der Pavlatschen-Hoodie. So, und, das muss ich auch noch, bevor wir weiterspielen, weil es gab natürlich schon Hinweise, immer wieder mal von den Damen, und ich kann euch jetzt sagen, wir haben einige Leiberl auch in der Ladies Edition. Eben das Trust Meets Leiberl, Leiband-Leiberl, das Pavlacisti Leiberl und das Tour-Leiberl, Lockdown-Tour, das gibt es als Lady-Variante, schau, da hinten. Da kann ich wirklich nicht sagen, wie das Leiberl passt. Ich habe es weder bestellt noch bis angezogen. Kann ich nicht sagen. Das war lustig. Ich kann es nicht sagen. Dann haben wir da, also beim Latschleiberl nochmal, warte, ich hab nicht. Wildcat, 5 Euro vom Wildcat. Sind nicht Mutzi, werfen was in den Hut. Die zwei sind erst um 2.30 Uhr ins Bett, mittags geschlafen, jetzt online. Bravo, ja, Sani und Mutzi. Ja, zum Wohle. Jawohl. Die süddeutschen Nymphensittiche, die einzigen, die was Wienerlieder-affin sind. Weltklasse. Ah. Er zittert bereits. Jawohl. Der Christoph Acker. Beim Shop kann man sich Models runterladen, ihr lasst euch nichts lumpen. Vollkommen richtig. Bitte schön. Ja, gib mir einmal Schluck. Ja. Der Raffi, was KP-Bonus ist, macht nichts. Das geht auch mit, wie heißt denn das? Mit Kredit, geht mit allen möglichen geht das. Du musst schauen auf den Shop, was ist. Ansonsten findet man schon eine Möglichkeit. Du musst dir dann Bescheid geben. Ja. Ja, das ist lässig geworden. Ja. Auf Facebook immer über 500 Aufrufe. Ja. Der Andreas Christian hat so ein Reel gemacht, wenn wir gespielt haben, die Skyline. Hat das aufgenommen mit dem Handy, hat das online gestellt, das Leiband geworden. Ja. Absolut Leiband. Weltklasse. Na, war ein super Abend. Überhaupt. Ein klasse Abend da. Ja.
Die tun ja was, ich nehme das mit Glas an Rotwein, wobei das mit der Kontra ist auch leibend. Fast ein Pflichtoutfit für die nächste Tour, das ist sicher auch so. Ja, aber es gibt der Quetschen auch noch, heißt, gell? Das ist ja mal leider nicht da noch. Ja, das ist dann was, was der. Ja? Ja? Ja, schaut, Quetschen, da haben wir es, die Quetschen, schau, seine geschamig quetscht die Zuber, auch das. Ja, die Wiener Lied-Fans werden immer jünger. Jünger, schau. Und auch das gibt es natürlich in verschiedenen Formen. Da das Wiener Lied, trust me, it's leibend. So, hätte man das auch hergezeigt. Wenn man Bedürfnis und was haben wir freizeitig gesagt? Gut, nein, will nix. Was tut er? Warum tut er nichts? Da. Eine Riesenfreude, so eine Freude habe ich. Das ist ein Wahnsinn. Wieso hat das jetzt nicht? Was ist da jetzt wieder für ein Problem? Da muss ich da, hat sich schon irgendwas da. So, alles geregelt. So, Marion Grillstein, ich habe auch kein Paypal, da ist euer Schmatt ist per Bank unterwegs. Perfekt. Da. Dank der Schön, Marion. Na und wie gesagt, im Shop kannst du ganz normal mit Kreditkarten, mit allem möglichen so. Das bietet ja diese Webseiten, Baukasten, die bieten ja das alles an. Kostet unser Vermögen natürlich, mehr oder weniger. Aber das ist natürlich gut, weil dann brauchst du dich selber nicht um das kümmern. Das kümmern, genau so. Die Zahlmöglichkeiten sind da. Und einfach, schaut's auf auf den Shop. Da haben wir jetzt wo haben wir das? Da, 16erbur.at/shop, also einfach auf unsere Homepage gehen. Da findest du es. Da ist alles Da da. findest du es. Newsletter haben wir jetzt ausgeschickt, da steht es auch noch mal drinnen. Also noch mehr kann man nicht machen. Ja, den Buren nehmen alles, auch bei Kuvert. Ja, Patrick, Zeit. Zahngold nur nach Absprache, wie immer. Ja, da kann man auch zuschicken. Ne? Aber ist halt in größeren Mengen halt schwierig. Ein Briefumschlag. Was und immer diverser. Na, aber jetzt hörst du aber auf, Maggie. Jetzt hörst du aber auf. Immer diverser. Perverser vielleicht, aber diverser. Die Wiener Fans werden jeden mehr jünger. Nein, also die meisten wissen schon, ob es man da dabei was sind. Also Ich glaube auch. das Blechheferl ist auch aber ja genau spazieren. Das Ah will ja, ich das hab ich- gar nicht hergezeigt, gell? Wo hab ich denn das? Hab ich das nicht hergezeigt? Das hab ich nicht hergezeigt. Hab ich nicht da, das hab ich nicht eine. Das Blechheferl. Ja, Blechheferl gibt's auch. Aber das hab ich jetzt nicht da. Na, warte mal. Warte mal. So kann ich das nicht sein. Fixteife, wo ist das Blechheferl? Naja, zumindest so ein Büdel kann ich jetzt sagen. Habe ich. Irgendeins halt, irgendeins, nicht? Boah, das ist aber groß geworden. Warte mal, ist Musik lang. Warte mal. Das schaut immer untergegangen. So, schau, Blechheferl von einer Seite halt. Das Blechheferl. Die Emailtasse. Ein Spritzerglas, das kann ich geben, leider im Nein. Verkauf. Print on Demand, ja, das heißt genau, dass die erst drucken, wenn es bestellt ist. Also auf On Demand, auf Nachfrage quasi. Das heißt, du musst kein Lager anlegen und nichts, sondern da kommt die Bestellung rein, ich will das Leiberl haben und dann drucken die das, eine Leiberl in deiner Größe und schicken sie raus. Das ist halt Ein großer Vorteil. ein Riesenvorteil, du bist halt eingeschränkt natürlich durch das, was haben, weil die natürlich nicht alles machen können. Wobei die ja fast alles haben, was so gängig ist. Und ich sage, in erster Linie geht es ja um Leiberln vor allem. Und da haben sie wirklich komplette Produktpalette. Und der Vorteil ist halt, du hast keine Lagerkosten. Es kostet da nichts, nicht? Sondern es wird erst, wenn es gekauft wird, dann wird es erst produziert. Genau. So. Die Special Effects, Meister Pumuckl, der weiß, wie der arbeitet. Ja. Ob die Modelle gewusst haben, worum es geht bei den Shirts, glaube ich nicht. Glaube ich wirklich. So, Patrick, was reißen wir an? Das hat mich überrascht, aber Ja, freilich. Was denn? aber vorher auch noch. Was denn? Schau nie mit Tränen in den Augen in die Vergangenheit, denn du kommst nie mehr durch die Tür in deine eigene Kinderzeit. Stehst wie ein Bettler nur davor, hörst wie Kinder lachen dann, und dass du nicht lachen kannst wie sie, da sind die Sorgen schuld daran. Versteh dich nicht, es hat keinen Sinn, denn dich verroten deine Augen. Du kannst doch nie mehr wie ein Kind so sorglos und so glücklich schauen. Geh in die Zukunft, wenn das Glück dir auch entgeht.
Nimm dir als Trost den Blick von Kinderaugen mit. Ja, Drachensteig und Trittabschlag und Treiberhauptmann spülen und sich mit einem feschen Madel hinterm Haus der Org verglühen. Das war ein Spaß, das war so Glas, das war ein Gau, das stimmt, mein Freund. Aber heute spielen wir nicht mehr mit, wir sind verstoßen, wie mir scheint. Und wie wir uns das erste Mal eine Nacht am Haus bleiben traut, dort die Mutterstadt festgeschlafen, über dem Fenster runtergeschaut und uns ganz ängstlich gefragt, wo warst denn, dummer Bube? Wenn du nicht heimkommst um die Zeit, hab ich keine Ruhe. Mit Tränen in den Augen in die Vergangenheit, denn du kommst nie mehr durch die Tür in deine eigene Kinderzeit, stehst wie ein Bettler nur davor, hörst die Kinder lachen dann und dass du nicht lachen kannst wie sie, da sind die Sorgen schuld daran. Versteh dich nicht, es hat keinen Sinn, denn dich verraten deine Augen. Du kannst doch nie mehr wie ein Kind so sorglos und so glücklich schauen. Geh in die Zukunft, wenn das Glück dir auch entgeht. Nimm dir als Trost den Blick von Kinderaugen mit. Karl Hodener. Hallo, wunderschöne Nummer. Eine sehr unbekannte Nummer von Karl. Wunderschöne Nummer. Wunderschön. Jahrzehnte nicht mehr gespielt von uns, kann man sagen. Haben wir erst vor Haben wir kurzem relativ wieder am Anfang rausgehauen, gespielt, nämlich in unserer Anfangszeit. Und jetzt erst vor ganz kurzer Zeit wieder, vor ein paar Wochen eigentlich, ein paar Tage oder Wochen. Definitiv wieder ausgekommen und leibend was. Ja, ich merke, dass ich stimmlich bin ich schon enorm angeschlagen. Ja. Ein super Schein, gratuliere, Meister Pumuckl. Dankeschön, nein, wirklich, gefällt uns auch sehr die Nummer. Ja. Wirklich ein schönes Lied, ich habe das ja ewig eigentlich nur gespielt am Klavier. Ja. Dann dazwischen. Warum auch immer. Aber nur so daheim eigentlich. Ja, nur, was soll ich denn sonst spielen mit Und dann haben wir Klavier? irgendeinen Auftritt haben wir wo gespielt und also im Hintergrund aber. Ja. Und der hat gesagt, hörst du mit drinnen? So, hörst du, das kann ich ja das haben wir ja gespielt. Das spielen wir es gleich. Und war da wieder, wie wenn wir es Ja, immer gespielt hätten. so kurz Bis auf einmal den immer- einen Übergang. es sind ein paar der Sachen, das Rest. du halt raus, bald oben musst du noch mal kurz und dann hast du das schon, ja. Ja, ich tue nicht anders. Wie heißt es jetzt nochmal genau? Schau nie mit Tränen in den Augen. Karl Hodener. Karl Hodener, schau nie mit. Ich glaube, es ist wirklich nur für ihn. Das hat glaube, es ist dort wirklich ein nur- Lag geschrieben, ja, mit Text auch, ja. Das könnte wieder vom Text her natürlich echt sein. Aber ich bin mir nicht sicher. Jetzt muss ich nachschauen daheim. Weiß ich nicht auswendig. Es könnte der Walter natürlich auch sein dabei. Aber ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Soll ich gleich nachschauen? Ich kann gleich nachschauen. Das ist im Hodener. Nein, das ist nicht drinnen. Ah nein, ist nicht drin. Wo habe ich das dann gelernt? Eine Ausgabe, eine kopierte. Also, Nein, aber ich habe Aber da- ich hab aber das Weltmusik Hodener Birkel, da wird es drin. Kennst du? da Ist gibt ja es gut. nicht, aber es war Aber ich weiß schon, ja, das ist ja da nicht drinnen. Ja. Schau ich nicht nach. Schiebe es wieder her, die Gitarre. Stell Ja. nicht auf, ist mir nicht. Ja. Ja. Aber wie gesagt, ich merke wirklich gewaltig Ein Stimmbruch. ein Stimmproblem. Mir geht es so immer besser. Es Also, wird heute keine Slavspavlatschen. also übermorgen spielen wir wieder. Übermorgen spielen wir bei Weihnachtsfeier. einer Weihnachtsfeier und am Donnerstag auch nochmal. Donnerstag nochmal, ja. Bei einem Geburtstag. Privatkonzert, ein Hauskonzert quasi wieder Ja. einmal. Also da, das heißt, morgen habe ich und morgen muss ich raus. Ich bin TÜV. Der TÜV kommt zu mir. Der TÜV. TÜV ist bisher Rasierwasser, was ich verwende. Das ist auch leibend, ja. Mit TÜV, F, aber gell? mit Doppel-F. Doppel-F. TÜV. TÜV, ja. Nein, wir kommen jetzt Reines Naturprodukt. in die Klause, wenn wir schön warm haben, nicht abgesehen vom, gut, wenn ich draußen bin, hat es eben Holz, aber wenn ich nicht draußen bin zum Temperieren, habe ich eine Flüssiggas-Zentralheizung und da wird der Tank und die
Die Leitungen, ja, die was- werden vom TÜV alle alle 3 paar oder 5 Jahre. Jahre oder so. Der Unterschied, das eine ist 3 Jahre, das andere ist 6 Jahre oder so, Okay, ja. wird das überprüft und das ist morgen. Das muss ich rausfahren. Weil ich wollte das verschieben und gesagt, das ist keine Chance. Ja, auf irgendwann nächstes Jahr, dann ist ja wurscht, da fahre ich raus. Wie ist das Lied vom ersten Album von Modena, welches ihr am Samstag gespielt habt? Vom ersten? Du meinst beim Weih darfst nicht fahren Ja, sein? Meinst und du da, das? da erzähle ich seit einem Jahr einen Blödsinn. Aha. Ich habe unlängst in einer Session einmal die Hodiner Platten wieder hergenommen. Es ist auf der zweiten Platten drauf, nämlich. Auf der Platten, wir haben es mal in Schrebergarten genommen. Auf der ist drauf. Ein großer Blödsinn eigentlich. Ja, ich war so überzeugt, aber auf der zweiten. Und ich rede da alles nach im Vertrauen, Duo dass du Hodiner. halbwegs Ja. was weißt. Die zweite Platte, also die erste Platte Duo Hodiner, zweite Platte Duo Hodiner und ab der dritten Platte hat es einen Kasten Duo Hodiner Reise. Weil dann war der Reiser jeder war dabei. Die ersten zwei waren noch der Walter Auer auf der Kontrakt. Ja, genau. Ah ja, da war es noch du, Hodiner. Ja. Siehst du, das war mir gar nicht so. Aber jetzt weiß ich zwar jetzt, aber war mir bewusst gar nicht so gewesen. Ja. Also das heißt, naja gut. Also ich meine, der Fall ist mir verzeiht, es war nicht die erste Platte, sondern die zweite. Die zweite. Der Rest von der Geschichte stimmt. Ja. Das ist tatsächlich aber vom Ferry-Wunsch. Fairy Wunsch, ja. Das Lied heißt Tränen in den Augen. Text, Musik kann Rudiner. Ja, der Rudi Korbis Ah, hat doch, uns beide. schon Okay, danke, Rudi. Ja. Mhm. Und ihm das andere tun ja, das war das, beim Weih darfst du nicht fahren. Das spielen wir wahnsinnig gern. Beim Weih darfst nicht fahren sein, beim Lied musst schön stark sein. Sonst hast du nur die halbe frei. Beim Plaudern musst lieb sein und beim Bussen ein Dieb sein. Tust das nicht, tut's dir später einmal leid. Das Leben ist ein Hutschen, einmal Oma, mal jung. Am schnellsten verfliegt oft der glückliche Stund. Und darfst niemals fahren sein, kommt das Glück, musst schön stark sein. Nagels an, weil sonst fliegst du davon. Beim Wein darfst nicht fad sein, ein Lied muss schön stark sein, sonst hast du nur die halbe frei. Beim Plaudern musst lieb sein und beim Bussen ein Dieb sein. Tust das nicht, tut's dir später einmal leid. Das Leben ist ein Hutschen, einmal jung, einmal jung. Am schnellsten verfliegt oft der glückliche Stund. Drum darfst niemals fad sein, kommt das Glück, muss schön stark sein. Nagels an, weil sonst fliegt's da davon. Wunderschöne Nummer.
Habe die Ehre. Jawohl. Euch gefällt's. Das gefällt mir auch. Schaut rund im Lichtental Spaziergang. Ja, ich hab mir schon lange nicht gespielt, ja. Also, ich glaube, der Bernd war das, ne? Mit Iren ist männlich. Wer war das? Das ist der Spaziergang. Iren ist männlich. Und da. Wo ist der Ackerl? Und nur die Ausnahmen haben die Regel. Das ist unglaublich. Mit euch macht er was mit. Mit euch macht er was mit. So. Ja, aber das ist eine Idee. Drunten im Lichtental. Drunten im Lichtental. wir's Ist beim alles ein Bach. Ich kann nicht mehr. Gibt es nur 2 Strophen. Ich kann nicht mehr. Zehn, ja. Drunten im Lichtental, hint beim Eisenbach, steht ein ganz kleiner Kraxen mit einem Schindeldach. Und die Fenster sind fest verschmiert mit Lamm. Dort, wer sie wissen will, sind wir daheim. Wer mich suchen will, braucht keine halbe Stunde, denn wir's falsche Glück kennt mich alles am Grund. Es gibt kein Madel, das nicht ist in mich verbrennt. Und den Störglas tut nicht kennt. Drunten im Lichtental, hint beim Eisenbach, da steht ein kleiner Kraxen mit einem Schindeldach. Und die Fenster sind fest verschmiert mit Lamm. Dort, wer's wissen will, bin ich daheim. Uralte Volksweise. Das schaut der Spaziergang hätte gerne noch eine Strophe reingehauen. Warte mal, reis an. Auf der Franzensbrücken steht ein Würstelmann. Da schafft sie auf Acker ein paar Hasse an. Mit der Peitsche schnalzt dann der gute Mann. Da rennt der Würstel noch die Kleider davon. Jawohl, Spaziergang, Weltklasse. Super, danke, ja. Aber da gibt es ja noch viel so Dinge. Aber ich glaube, diese Original, das Original, das hat wirklich nur diese 2 Strophen. Ja. Das ist ja so ein ganzer. Aber da gibt es sehr viel drauf, das stimmt. Und viele Versionen auch. Auch von der Melodie her, das ist ähnlich wie bei den Glossschirmtanz, dass es Ja, andere da Versionen gibt gibt. es ja und viel, Dings, da gibt es ja viel. Da wirklich viel. Aber das ist leider. Na schau, die tun ja anders. Genial, heute haut sie ganz alten Lieder aus. Na, die ganz alten ist gut, das war ja Stanz. Die anderen waren alles Neuchere eigentlich. Ne? Aber ich dachte, schau, es springt schon wieder eine. Schneidermaster mit Wind, ja. In Kohlenberg hinauf eine kleine Landpartie und auf einmal kommt ein kleiner Wind daher und vom Schneider sieht man gar nichts mehr. Die kenne ich aber, ja. 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 Heute lässt der Klaus zwitschern, eine verkehrte Welt. Der Markus Pistol, ich hatte das ein wenig anders in Erinnerung. Was, das Lied oder die Strophen? Das war jetzt interessant. Das wäre jetzt interessant. Spaziergang, es hat 8 Strophen. Naja, wie gesagt, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist wirklich das Original, mein Gott, nein, diese Urausgabe, ich glaube, dass das wirklich nicht mehr hat. Die meisten singen das auch mit den drunten im Lichtental, da hinten beim Eisenbach. Da steht der alte Kraxen. Ja, aber ich glaube, dass das überhaupt eine andere Nummer ist.
Dass das zwar die ersten aber die Zellen sind. Original liegt, das ist das, ja. genau das, was Ja. wir spielen, ja. Also so kenne ich es. Man muss auch immer vorsichtig sein, weil man natürlich sagt, ja, so habe ich kennengelernt oder so rennt es. Beim Erich Zieb zum Runterladen. Die Strophen, gell? Ja. Ja, aber es ist halt so, weil da muss man wirklich aufpassen. Ich glaube, das sind die Granatentanz. Nein, also das kann auch sein, was der Spaziergang da rein hat, weil das überschneidet sich oft. Das überschneidet, ja, genau. Das überschneidet sich oft. Aber schau, der Meister Pumuckl, wirklich ein Premium-Programm heute, ja. Muss man nur schneizen vorher, apropos Premium. Muss man schneiden. Aber der Punkt ist der, der Nasen heute, ich weiß nicht, was das ist. weil der Erich Zieb hat wahnsinnig viel Strophen, also viel Texte gesammelt, Ja. das zum Oberland, das stimmt, das ist leibend. Aber das sind halt die es halt so gibt dazu. Und wir sind ja nur aus einer Zeit, hat es das halt zum Oberland noch nicht gegeben. Und da hast du natürlich mit diesen Originaltexten zu tun. Und insofern, wenn du dann einmal ein Lied eingelernt hast, das kann ich mich erinnern, da haben wir auch schon ein paar Mal diskutiert. Erst da gab es ja noch Strophen, nicht? Vom Vom Hausherrn Söhnl gab es ja noch. da gibt es ja noch, aber auch von mit den lokalen Ausdrücken. lokalen Ausdrücken, glaube ich, das hat mir der Rudi Korbes geschickt. Weil der Nagelkorl singt ja die drei anderen eigentlich. Also, Genau, ja, ja. Bei Aber ich der hab einen mit wär's einmal, bei der einen Aufnahme, bei der Ja. anderen Aufnahme singt Ja. das so viel, was wir singen. Ne? Und ich habe halt den gelernt damals, so super, die anderen lernen wir ein. Dann lernst du dann nie wieder Nie ein, wieder. weil, na gut, geht man natürlich, wenn man, nicht? Wenn du dich ein bisschen mehr disziplinieren tust, dann hätte ich mir vielleicht mehr einlernen. Soll ich mir's einlegen? Die anderen, sieg du die drei, die anderen drei. Das hat deren Sinn, ne? Das hat deren. Glühwein für ein Glas, das war nicht schlecht. Aber, Meine Nasen zum Jucken aus. Wenn ich einen Niesreiz verspüre. ich mein, aber es ist wirklich, es ist schon viel besser als gestern. Aber es ist die Stimmende. Das ist immer ein Hundling. So ähnlich wie Ein Gstanzen. Rotwein, der ist gut. Also. Ja, nein, es ist eh. Der Das nutzt ja nichts, Ich muss da ne? schon ein Beispiel an die Alten nehmen. Ja, nein, und Gute. was denn? Ja, und der Punkt ist ja der, ich meine, der Hals, ich meine, ich habe kein Hals mehr, aber ich sage jetzt halt, die Stimme oder was nicht, die war genau, ob ich was trinke oder nicht. Ne? Also kann ich gleich was trinken auch, nicht? Wurscht. Naja, das macht ja mal Spaß, wenn du was trinken musst. Ne? Und außerdem, ich habe heute nichts gegessen. Wie gesagt, was habe ich gegessen heute? Ein Kaffee alle mit Preiseln. Genau. Ich habe gegessen, ein Joghurt mit Früchten habe ich gemacht und mein Mundgelein habe ich versorgt mit einem Kaffeeol, Butter und Breseln. Das ist schon was. Und ich dachte, ob das als Unterlage lang hält, weiß ich nicht, aber gut, weil das hat mir auch geschmeckt. Ich meine, ich bin schon ein Fleischesser-Ding, aber so manche Sachen ist schon leibend. Halber Kilo Breseln, ein Viertel Kilo Butter und geht schon. Ja. Bei mir als 3 Strophen hören die Leute immer sagen, ja, Rudi Korbes, das Stimmt, ist aber auch ein völlig guter Einwand. Das haben wir oft geredet über Ja. das. Ja. Es ist auch ein guter Einwand, weil wenn du sagst, ebenso, es sind ja von vielen Liedern, entweder ist immer nur die erste Strophe bekannt, Ja. oder bei manchen sind es 3, wie zum Beispiel Haus und Sinn, was du es angesprochen hast, 3 Strophen sind bekannt. Aus. Und wir haben nur eine vierte dann, fallweise. Und da gibt's aber auch- wir lassen Ja, manchmal aber- die aber eine eben sogar schon weg, Ja, dass dann im weil's Sommer lang immer ist. weil es lang ist. Ja. Und Fiakerlied genauso. Ja. Da gibt es 2 bekannte Strophen Und die anderen 6 und da gibt es auch 6 weitere. Im Original schon. original, ja. Also das ist halt. Ne? Und wie gesagt, und der Erich Zieb, der hat ja, den Zieb schreibt, man schreibt aber mit einem weichen B. Gell? Das stimmt, So wie die Zeit im So wie die Zeit im Bild, ja. Und der hat ja da wirklich eine Meisterleistung jetzt über die Jahrzehnte geschafft. Ja. Und du kriegst bei ihm ziemlich viel, also nahezu alles eigentlich. Nur man muss aufpassen, wenn man jetzt eine gewisse, es ist ja, braucht man den seltensten Fehler, wenn du eine gewisse historische Korrektheit haben willst, dann ist es nicht immer ganz sicher, ob das so stimmt. Weil er hat natürlich die ganzen Strophen da von den Liedern gesammelt. Ne? Was leibend ist, aber wie gesagt, man muss aufpassen, was man halt will. Dill-Erdäpfel mit Rahmsauce hat's beim Spaziergang, ja, Weltklasse. Ja, das habe ich auch schon wieder Das gegeben. reicht mir nicht schon. Aber wie gesagt, am liebsten haben wir sowas Dünn fleischig sein, muss ich sagen, aber trotzdem. Aber zum Beispiel Justine und Mike der Maike, die haben beim Stippert ne, in Otterkring haben sie gegessen, so Tascheln. Ja, und noch andere Sachen auch noch. Ja, so irgendwie, das war eine ja. Zeit. Und sie haben auch gesagt, das war gut und das hat auch gut Nein, die sind ausgeschaut. auch selber gemacht. Ja, nein, der macht das alles. Beim Rudi gibt es keine Convenience. Also, Und ich habe natürlich dann sofort gesagt, ja, pass auf, das schaut so gut, das wird mir sofort ausschmecken als Zuspeis.
Aber es war wirklich. Ich muss irgendein Foto reinhauen, ne, von Ja, der das Schöne Notfahrt, war- ich finde was. Ein halber Diamanten für einen jeden, ein Semiknödel dazu und ein halber der Grammiknödel. Ja, Und ein Rotkraut. Ja. Ein Saft. Wirklich wild. Ja, wirklich Aber wild. gut. Und eine ordentliche Portion. Bist du deppert. Das war das Einzige, was ich an dem Tag gegessen habe. Das wie mit den Telefonnummern. Ab mehr als 7 Zahlen hört das Merkvermögen der meisten Menschen auf. Ja, wahrscheinlich eher mit dem. Ja, mit dem das, wird's Ding, ja. Der Spaziergang. Ja, bin Fan vom Radio Wiener Lied. Jawohl. Spaziergang, da schreibe ich ein paar Mal, sie sollen uns öfter spielen. Spielen uns selten. Spielen uns selten. Aber ich bin mit Siebjährig, auch mit seiner Tochter, mit der Marion, sind wir sehr, sehr gut befreundet. der Marion und, überhaupt, ja. und wie gesagt, Mein die- Jahrgang. ja, und die machen wirklich viel fürs Wienerlied und haben schon viel gemacht. Und wie gesagt, diese immer mehr Service, was da bringen und sie bemühen sich wirklich wahnsinnig. Also ich bin da auch großer Fan und großer Freund. Wir sind auch immer, wenn sie irgendwas schreiben, jetzt gibt es ja eben die neue Wienerlied Zeitung, das heißt jetzt Wienerlied Magazin. Magazin, ja. Und schaut rein bei Radio Wienerlied. radiowienerlied.at, glaube ich. Radio Wienerlied zusammengeschrieben, bitte mal. Könnt ihr reinschauen. Da gibt es so Sendungen, die kannst hören. Ich glaube, nein, die kann man dort immer hören. Die bleiben angespeichert, glaube Bleiben angespeichert, zumindest eine gewisse Zeit. Gewisse Zeit auf jeden Fall, ja. Und das kannst du auch machen und du hast dann dort auch diverse Serviceportale, wo du Noten kriegst, Texte und so weiter. Teilweise ja schon besser verfügbar oder einfacher, sagen wir mal so, als im Wiener Volksliedwerk. Nur wie gesagt, im Volksliedwerk hast du dann immer diese historische Korrektheit, wenn es denn notwendig ist. Das brauchst du nicht für so ein Little Islands, aber für gewisse Dinge ist es nicht schlecht. Und was er auch hat, ist eben dieses Wienerlied-Magazin, das ist in Schriftform noch. Nicht? Das haben sie jetzt da rausgebracht. Eine alte Wienerlied-Zeitung, die hat es gegeben, immer schon, Wienerlied aktuell. Ursprünglich hat es geheißen Augustin, der liebe Augustin. Und dann ist es, wie dann die Obdachlosenzeitung der Augustin aufgekommen ist, haben sie es dann auf Wienerlied aktuell und das ist halt noch ein Schriftstück für halt die Leute, die einfach noch, die nicht so im Internet daheim sind, wo halt alles drin ist. Das haben sie jetzt auch übernommen und bringen da jetzt was raus. Und das ist ihm zum Beispiel, weil der oft, der hat gesagt, weißt, ich verstehe die Künstler nicht. Wir haben die Zeitschrift, wir haben eine Online-Plattform, wo du Termine einstellen kannst, wo du deine Daten einstellen kannst, falls ja. wem soll. Und da so wenig kommt zurück. Ne? Und da hat er sich immer gefreut, weil für uns kommt er eigentlich immer gleich. Also, weil ich bin ja dankbar, wenn das einer macht. Wenn Ne? das einer macht, ja, und dann präsentiert. Nicht? Na, Also- hörst? Und er sagt, ja, bitte schickt mir eure Termine. Wir müssen es ja nicht einmal eintragen. Das ist ja so leibend, wir müssen es ja nicht einmal selber eintragen. Ich schick der Marin eine E-Mail mit den ganzen Termine und sie tragt das ein. Das ist natürlich Mörderservice und das gehört ja auch gutiert und gefördert und da gehört ja mal gesagt, ja, das ist ja leibend, was die machen. Nicht? Also, wie gesagt, schaut mal rein, wem es interessiert, Radio Wienerlied. Ich glaube, zusammengeschrieben und AT, ansonsten auf AT, Google ja. findet ihr es auch. Und absolut empfehlenswert. Ja, bringt leibende Sachen, genau. War ja gar nicht heute, sondern am 28.11. Ulrich, was denn? Um einen Schweinsbraten gezwungen haben. Nein, das war nicht heute, das war, so, das war schon letzte Woche. Ja. Das war mit Andreas Christina. Ja, genau. Schau, die Monika Neumeier ist Monika Neumeier, servus. auf, Dann nimm sofort einen Schluck Ja. nehmen. Ja. Monika, das hat aber nichts mit dir zu tun, dass man jetzt so, ist das nicht Monika, das müssen wir einen Schluck. Ein Freudenschluck. Ein Freudenschluck. Soll ich dir gießen mit links? Gieß. Du pass auf, jetzt schau ich, ob ich ein Foto. Ich muss das halt jetzt. Das Brett, das habe ich nicht vorbereitet. So viel Brett. Und Soll ich das das ist dann. schicken? Nein, ich habe Schicken alles. wir Ich habe weiter? alles. Ich habe alles. Ich muss das noch anders. Pass auf. Ich habe es halt jetzt nicht vorsortiert. Wir fangen mit dem Wichtigsten an. Wir fangen. Fix Teufel, wie geht denn das da? Die Hand. Ja, aber ich habe da keinen Platz, ich muss da was dran. Warte mal. Pass auf, das 3 Uhr. Jetzt wird es dann schwierig. Pass auf, das 3 Uhr. Das 3 Uhr. Das 3 Uhr. Jetzt kann ich kurzfristig schnell, dann kann ich nichts machen. Das sage ich da auch gleich. Aber bitte, es ist ja wurscht. Ich fange den wichtigsten Foto anderwertig an. Pass auf, schau her. Na Das gut. da. Mit geringer Bildqualität. Naja, ist eh klar. Pass auf, was sieht man da? Warte, dass man es auch sieht. Das hier war also kurz vor Ende. Siehst du, wir waren eine kleine überschaubare Partie. Mein Handy muss ich aufladen. Jesus, nein, das verliert auch schon. Ist das noch? Ja. Siehst du, das war das nächste gewesen. Ich brauche so ein, wie heißt denn das, so ein. Lotte auf, auch. Lotte schon. So ein, was ist ein Fotoalbum, dann könnt ihr es mit dem Handy auffilmen. Back to the Roots quasi.
Aber gut, das ist auch so eine. Also was man da sieht, ist jetzt da eben der Nachtwächter und die kleine Schar um ihn versammelt, relativ gegen Ende des Tages. Und, also des Tages dieses Vortrages, sozusagen, der Wanderung. Ja, Wanderung weiß ich nicht, das war eine kleine Tour. Er hat gesagt, in Ottergring, es gibt ja nichts mehr zum Herzagen. Es gibt 2, 3 Dinge, die jetzt noch ein Haus und so weiter nicht. Aber alles andere gibt es ja nicht mehr. Das ist ja alles dann schon reicher geworden, nicht? Von der Geschichte her. Wirklich mörderisch spannend. Aber was man hier sieht bei dem Haus ist folgendes. Das ist ein Privathaus, ein Weinhauerhaus. Das ist das älteste und einzige noch bestehende Weinhauerhaus in Ottergring, dieser alten Art. Und so waren alle Häuser früher da in Ottergring. Die ganze Ottergring. Alles, das war alles alles so. rund um Und du hast quasi dort, und du hast hinten raus hast dann gehabt die Felder und so weiter. Nicht? Das war hinten raus. Von da wie rein bist du jetzt. Genau, ne? Das war ja der Stil sozusagen, nicht? Das ist ganz klar. Und das war ganz interessant. Aber auf jeden Fall, dieses Haus, bevor es privat geworden ist, hat es gehabt ein gewisser Ordner Emmerich. Leider schon verstorben. Leider, ja. Der Emmerich schon verstorben. Der Ordner hat dort gehabt einen Heurigen zum alten Weinstock. Und wir befinden uns da genau vis-à-vis vom Stiepert. Also das Foto ist quasi schon vom Stiepert aus, vom heurigen Stiepert aus gemacht worden. Und bei diesem Heurigen zum alten Weinstock, das ist eben das Wichtige, dort haben die 16er Buben, als sie noch nicht einmal 16 am Kassen haben, Genau, haben wir dort angefangen. 1994, das war tatsächlich das erste Konzert dort bei ihm. Das war aber Zufall. Also das erste, wo wir bei den Großvatern gespielt haben. Geburtstag vom Opa haben wir gespielt, ja. Das war Zufall, dass es eigentlich im gleichen Haus war, aber wir waren da schon Stammgäste beim Emmerich und das hat alles so passend. Und dort haben wir unsere ersten Frühschoppen, unsere ersten Konzerte geben dürfen mit einem kleinen Repertoire und haben halt dort gespielt. Und das war ganz leibend, das ist eben das Haus. Otterginger Straße 234. 234, leicht zu merken. Also das war zum Beispiel ein ganz wesentlicher Aspekt. Dann, wenn wir schon beim Stiepert waren, nur ganz kurz dazwischen einnehmen, da hat es noch mal was Gescheites gegeben. Das ist besagter Enterich. Na, da siehst du nicht. Das im Hintergrund ist kein Cola, sondern das ist ein Rotwein. Und das links davon, das ist, glaube ich, ein Traumsaft, das weiß ich nicht. Aber das Foto hat die Dunja gemacht, das weiß ich nicht, der Rotwein, der ist von ihr hinten. Nicht? Und das Foto, glaube ich, auch. Aber auf jeden Fall, Weltklasse Ding. So, und eins, dann spielen wir was und dann schauen wir weiter. Pass auf. Da haben wir zum Beispiel, da, zack, haben wir so eine Runde, da sind wir eben so zusammengesessen, nicht? Und wir haben dann die Instrumente ausgepackt, natürlich ganz klar. Nach der Anden. Na, selbstverständlich. Und haben dann aufgeschrieben, es ist lang, wie gesagt, bis zur Sperrstunde haben wir durchgehalten eigentlich mit den Leuten. Und sind wir zusammengesessen und haben also eine mörderische Hitze gehabt. So. Das war grandios. Grandioser Nachmittag und Abend. Absolut. Absolut leibend. So, was haben wir da? Der Jens Weirich, schau. Oh, seit langer Zeit. Servus Jens. Du musst sofort einen Schluckerl nehmen. Ja, nimm einen Schluck. Auf den Jens. Nimm einen Schluck auf den Jens, na was denn? Jens! Auf die. Wobei, ich meine, das habe ich schon festgestellt, gell? Der Startguss sauft mehr wie du. Wir sind schon zusammengekommen, nicht? Wir waren schon beieinander. Aber nachdem der Startguss mehr sauft als wie ich und dann noch gerade stehen kann, das ist überhaupt der Phänomen. Ich glaube, ich muss beim Startguss noch in die Leer gehen. Das war in der Malspach großartig. Ja. Dem Klaus war nämlich gegen Ende der Feier, gut, das war 5 Uhr in der Früh, so, wie soll ich sagen, das gerade Gehen war nicht mehr ganz möglich. Ich meine, schau, ich muss positiv sagen, mir war nicht schlecht. Also ich war jetzt nicht in der Ebene, wo du sagst, aber es war definitiv also eine wirkliche Herausforderung, zu sprechen und zu gehen. Aber man habe ja auch gemeistert, muss man auch sagen. Wir sind ja heimgegangen, ich meine, hallo. Ja? Im Berg aber. Na, was heißt? Das ist ja Also, das ist schon geschafft, nicht? Aber der Startguss, ich glaube, der hätte noch. Und das war ja dann natürlich genau das Gleiche beim Lentner Karli, wenn wir gespielt haben. Der Fritzl ist gekommen zum Frühschoppen, hat dort halt auch gedankt, nicht, was geht. So wie wir alle. Und am Schluss bin ich halt dann in der U-Bahn heimgefahren und ich glaube, der Fritzl ist zu Fuß heimgegangen ins Hotel. Weil ich dachte, na, ist noch lauschig, ist noch gemütlich. War noch fit, bei dem muss ich in die Leer gehen. Das stimmt, Fritzl. Jetzt bis jetzt, ja, sehr schön. Ja, jetzt, wir üben. Jens, wir machen eine Studiengruppe
wo wir uns vornehmen, wir saufen einmal in Fritzl Stadtkuss unter den Tisch. Aber ich glaube, da sind wir zu alt dafür. Das werden wir nicht mehr zusammenbringen. Viel Spaß, kann ich doch nur sagen. Absolut. Na, spielen Aber wir auf jeden Fall, ja, sofort. Na schau, der Markus Bristoli sagt das Geburtshaus quasi, ja. Unser Geburtshaus, ja. Wird zur Pilgerstätte werden, sagt der Markus Bristonik. Ja, na, weiß ich nicht. Man muss ein Schild anbringen, Megi. Na, wahrscheinlich erst einmal gestorben sind. Du bist auch in Wien, warte. Klaus, da hat sich doch nichts gefällt. Der Ulrich war dabei. Schau, die tun ja, wie schon so gesagt, übernehme ich gerne auch nächstes Jahr die Organisation, weil es echt richtig leibend war. Und das stimmt, war echt richtig leibend. Und es werden wir nächstes Jahr wieder machen. Machen wir. Es ist eine kleine Runde. Also wir werden dort nie mehr Leute sein als 20. Nie. Nie. Das ist einfach der Plan. Ja? Das ist eine kleine, gemütliche Runde. Jetzt kann ich also sagen, wir haben eingeladen. Also wir haben also die Getränke. Wir haben in Nachtwächter haben wir das Gerstl gegeben und die Getränke haben wir gezahlt. Beim Essen haben wir gestreikt und gesagt, Alter, nein, aber auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob das können wir uns nicht daran gewöhnen, ob wir das immer so machen, gell? Aber auf jeden Fall, das war sehr leid und das war für uns ein Genuss. Hat der Fritzl Stadtkuss, da was nicht machen. Dann zahle ich aber gern, Bei den anderen auch gern zahlt. Nein, das war wirklich, war uns eine Freude und ein Bedürfnis zu sagen, jetzt einmal zahlen wir. Und ohne Absprache mit uns, als wir den Kerl durchgegangen haben, angeschaut. Und du hast gesagt, das war nicht angemacht, aber sie haben echt, ich seid ja nicht gefragt worden. Nicht? Und das war echt leid und war ganz eine gemütliche Geschichte und es war für uns wichtig, einmal zu sagen, du, Mal Danke zu sagen, auch. und in so einer kleinen Runde. Und das ist halt leid und jetzt sitzt da beieinander, keine 20 Leute, nimmst die Instrumente her, spielst ein bisschen, du redest mit den Leuten, was willst du noch haben für ein Lied oder was ist da oder was ist dort. Und das, muss ich sagen, war wirklich lässig. Und die Idee, eben wie gesagt, hat die Dunja gehabt. Und die Umsetzung. Und sie hat gleich gesagt, sie macht es nächstes Jahr wieder gern. Und deswegen, Freunde der Wiener Folklore, hat eine bitte eine rote Achtel für die Dunja Androsch. Für ihre Bereitschaft, das zu machen, ist nicht selbstverständlich und sie hat das leibend gemacht. Bitte hat eine Achtel, vor allem das motiviert es auch wieder fürs nächste Jahr. Gell? Ja, die Dunja schreibt auch schon, genau. Ein Lentnermarsch. Gibt's den? Nein. Könnt ihr zu einem Lentnermarsch spielen? Die kenne ich nicht, oder ist das jetzt für die eine Idee? Da bin ich dabei, wie viel Schnaps muss ich mitbringen? Wickes Welt. Dann bring einfach mit. Du nicht zählen, so viel wie du tragen kannst. Ja genau, Fritzl ist mit Landesstraße zum Hotel gelaufen, das ist ein Wahnsinn. Nach einem Frühschoppen. Wir haben Frühschoppen angefangen, um 11 Uhr war er da und Mitternacht ist er heimgegangen. Ja. Gemütlich, mit Landesstraße, na klar. Nicht? Ich bin mit dem Uber, irgendwie ins Uber, in Uber reingehechtet. Nicht? Gehechtet, ich kann mir's vorstellen, ja. Was denn? Ach, ja. Oh, ich sehe es. Ja, Weltklasse. Gehechtet ist gut, ja. Ah, Wahnsinn. Ja, der Ulrich sagt auch, für mich bleibt es legendär. Ja, ich tue nicht die Instrumente mitnehmen das nächste Mal, müsst ihr ja. Einladen war Leibern und Passt. Traditionen muss man pflegen, ja genau. Ja, das stimmt. Das nächste Mal müsst ihr Instrumente mit haben. Ich Ja, recht absolut. gerechnet damit, dass das so sein wird, aber Klaus, wir haben viel gemeinsam. Wieso sauft ihr der Stadtkurs an den Tisch, Raffi? nee. Ja, Weltklasse. Na, der Raffi, das glaubt jetzt, oder ja? Schau, die Uschi Paula, ne? Mein Munkelein sagt da, bravo Dunja, wer war dabei? Ein Lehnermarsch, die Rudi Korbes, in Lehnermarsch wird's meinen. Ah, ein Ledermarsch, ja. Ja. Den haben wir gespielt übrigens erst. Aber mit Taschler kennt man noch nicht. Dachschlagkind haben Ja. wir, ja. Wirklich weit, oder? Kommt zu mir, dann muss ich einen Schnaps nicht tragen, die bekommt auch bei uns eine persönliche Nachtwächterführung von mir. Das können wir eigentlich auch machen. Weil mir ist wurscht, wo ich ihn ne? Wo er ihm entgegennimmt. Du, aber auf jeden Fall ist mein Munkel schon aufgeregt, nicht? Weil ich schon die Flaschen angerissen habe mit Nussschnaps. Und da sagt er, wir haben eh noch andere Flaschen noch für Jano. Ne? Sag ich, wo, wann? Da habe ich gar nicht gewusst. Da ist dahinter versteckt gewesen. Ich habe mir eh schon gedacht, das gibt's ja nicht. Und weil mein Munkel hat gesagt, ich trinke noch immer aus der offenen Flasche. Ich habe gesagt, na ja, aber gut, ich trinke aus der Literflasche, nicht? Die ist halt schon lange offen. Nicht? Aber ja, na gut, pass auf, lass mich noch mal kurz. Lass mich Lass mich noch mal kurz einen Schneizer machen und dann, was reißen wir an? Ein Taschler? Mach mit Taschler. Beim Taschler. Von Patrick geschrieben, könnte der alter Marsch sein. Der alte Marsch, uralter Marsch. so war er gedacht, ja. Ein Bravourstück. Naja. Ja,
Christoph Acker, jetzt geht der Pedel, ne? Jetzt geht der Pedel. Der Daniela Schlögel. Und die Tour, ne? Lena, genau. Aber jetzt Moment, Taschler, ja? Passt? Gut, bist du bereit? Immer. Jawohl. Ja, mir gefällt das sehr. Wirklich, ich finde es Ja. eine sehr lange Nummer. Schau, Markus Pristonik muss noch überlegen, ist nichts passiert. Bei der Nummer muss ich noch immer überlegen. Ne? Überleg nicht. Es muss ja nicht an jedem alles gefallen. Ne? Nein, Und wenn nein, man nein, überlegen muss, das ist schon ein will ich, bisschen Ding, dann liegt es auch nicht. Das kann aber so sein. Aber ich finde es auch einen schönen Marsch, weil es ist so, ja, es hat was. Aber es ist halt, ja, vollkommen korrekt. So was haben wir da alles verpasst. Wahrscheinlich sind die Achteln gekommen für die Tunja? Mal geschaut? Oh ja, da sind sie. Oh ja, da sind sie. Ja, da sind ein paar. Da sind ein paar, ordentliche. Jawohl. Ja. Genau. Da haben wir alles. Da haben wir alles. Sind die beide im Trinknapf, obwohl er eine Badeschüssel hat. Naja, Naja, was? wenn es ein gescheiter Wienerlied-Freund ist, der Nymphensittich, na, da verdurrt man sich schon mal. Das ist ja so. Wenn man euch zuhört, braucht man fast nicht mehr selbst raus. Und peinliche Fotos gibt es auch nicht. Ja, bei uns gibt es genug. Ja, geht schon wieder.
Dann habt ihr eh noch viel Nussschnaps, dann brauche ich eh nichts mehr schicken. Jetzt wäre nicht komisch, redet schier, Wicke. Das Bei ist ein mir ist Blödsinn. schon, die waren letzte Woche bei mir, nicht? Der Ja. Christina und der Herr Steurer. Das ist ein Wahnsinn. Ich mein, Gut, ich habe ja 8 Leute geschenkt, auch gleich nicht. Ich muss Ja, natürlich, zugeben, ja. nicht? Ich bin ja, ja, mein Muckeland hat sofort durchgiert. soll ich nicht hassen, dass ich neidig bin. Nicht? Das ist, Wuscheball hat eingeschrieben. Nein, Daniela, Mann, Frau kann nie genug haben. So schaut's aus. Gibt es ja nicht mehr. An alten Bauten. Ja, wir auf einem Kankranerplatz zum Beispiel, wo alles noch alt gibt es auch nicht mehr. Ja, das stimmt. Weil selbst wie ich nach Floridsdorf gezogen bin, da haben so viel angerissen in die paar Jahre, was ich da bin. vor allem, da war da in der Gegend, da eigentlich, da waren noch die Gärtnereien, da waren die Ja, Felder noch, viel, die ja. Glashäuser und so. Da. Ja, ja, nein, das ist komplett. Das ist halt komplett. Sanisi verspielt. Ja, waren genug, Achtel und danke. Gott sei Dank muss ich die nicht alle auch trinken. Getun ja. Ich meine, der Rest der Hilfe braucht, gebe ich zu, aber wir hätten da alle geholfen. Schaut, Alexander Hauser ist auch dabei. Na, einmalig. Jawohl. Alexander Hauser. So, na pass auf, da müssen wir zu den nächsten Fotos kommen. Prost einmal, ja. Wenn wir da gerade von den Gärtnereien geredet haben vorher, da werde nie vergessen, wie man die Uschi einmal ein Suppengrün besorgt hat. Ja. Großartig, es war 1 Kilo. Ja, das war da. Das war so ein Sackel voll, so groß. Da war ein Kraut drinnen, da war ein Köch dabei, da war Paradeiser drinnen. gut. Ruhen verschiedene Zöller, Stangenzöller. Also unglaublich, unglaublich. Bei Lebtag sowas noch nicht gesehen. Aber leider. Und dann wieder zurück. Wir haben am Anfang gesagt, jetzt weißt du, wie Leibwand da in Floridsdorf, du kriegst alles. Wir haben alles da von den Bauern geholt. Du hast einen Salat gekriegt, du hast Radieschen gekriegt, Sommer wie Winter. Jetzt kannst du das aufzeichnen. Nichts mehr. Jetzt ist ja hohe Note gegen mehr Frischwar gehabt wie da. Ja. Nein, ist ein Wahnsinn. Nein, redet man nicht davon. Gibt es zu Silvester eine Pavlatschen? Nein, zu Silvester gibt es keine Pavlatschen. Aber ich glaube, der dritte Silvester, da haben wir eh noch nicht geredet, aber ich glaube, da werde ich wieder rausbitten müssen. Ich glaube, der 3. Jänner ist es, glaube ich. Ja, ja. Ich glaube, weil da bin ich noch Ich kann draußen. Kilometer verfahren. Ja, aber Ich werde mich schadlos halten bei dir wieder. so ist es. Natürlich. Nein, aber das ist, weil wir gedacht haben, ich glaube, der dritte ist der Montag. Da habe ich gedacht, da fällt noch nicht einer. Und da ist ja noch nicht warm und nichts. Das ist, haben wir gedacht, Der nein. zweite. Oder der zweite sogar? Nein, der dritte. Weil der 26. ist am Montag, ne? Das können uns sofort unsere Pervolagiste beantworten. Wann ist der Silvester? Also wann ist der erste Montag quasi? Das ist der zweite, glaube ich. Der zweite oder dritte? Ja, na, da habe ich die Ehre. Na, habe die Ehre, sage ich. So. Klaushaus gibt es eh noch beim Klaus, na sicher, ja, da sind wir drin gesessen, 3 Die Stunden. Orangerie. Ist der bei der Wahnsinn. Also wie gesagt, Pavlatschen gibt es keine und zu Weihnachten gibt es auch keine. Also das heißt, Moment, Es gibt schon einen. Es Immer gibt korrekt. natürlich einen Immer am korrekt. 26. jeden Montag Pavlatschen. Außer 2 Termine, wo es keine geben wird, sondern ein Ersatzprogramm. Also es wird auf jeden Fall was geben. Das eine ist der Stefanitag, der 26. Dezember. Da machen wir schlicht und einfach sozusagen, wenn man so will, Weihnachtsurlaub und bringen keine Live-Pavlatschen. Aber wir produzieren jetzt schon am Wochenende quasi eine Fake-Pavlatschen für den 26. Und wir sind, zumindest ich glaube, du bist bei einer Feier, kann sein, da in der Am Familie irgendwo 26. eingeladen. Ja. Die sind bei mir. Oder sind bei dir, da bist du dann schwer tun. Aber ich bin auf jeden Die kommen Fall. eh schon um 12 Uhr, ne? Oder ihr werdet auch vielleicht einsteigen und zumindest Schauen halt wir, einmal, ja, genau. einmal kurz per Chat drin, aber ich bin auf jeden Fall im Chat dabei. Und das wird als Premiere sozusagen ausgestrahlt. Also wie eine Live-Sendung, Genau. nur dass wir halt nicht live sind. Aber die produzieren wir vor. Und die zwei, aber das haben wir letztes Jahr auch so gemacht, weil wir gesagt haben, ja bitte, also einen Montag gibt es uns ein bisschen an Weihnachten an Keine Spaß. Familie, ne? So wie man das ist. Ja, das ist einfach, was das zusammen, es war ja nicht das Problem, die Pavlatschen, aber das zusammenkommen. Es ist ja ein Aufwand, dass wir wir sind 2 Stunden Autofahrt dazwischen. Fast, ja. Und das ist halt, haben wir gesagt, nein, das lassen wir mal aus. Da machen wir es uns gemütlicher jeder und produzieren das vor und geben das dann natürlich als Premiere ein. Das ist am 26. Und die zweite Fake-Pavlatschen ist am 30. Jänner, weil da spielen wir in der Hofburg beim Jägerball. Beim Ball vom Grünen Kreuz. Genau. Und da haben wir natürlich gesagt, naja,
jetzt so Der ist sehr immer wird, Montag, am letzten Ja. Montag im Jänner. so sehr wie die Jetzt ist er Pavlatschen 2 Jahre eher ausgefallen. Eben. Ja, und wenn natürlich ein sehr gutes Engagement kommt, dann, also dann werden wir, das passiert ja nicht oft. Deswegen haben wir ja den Montag als Pavlatschen genommen, weil du hast in der Regel eh keine. Wobei wir auch wirklich schon einige Konzerte tatsächlich nicht angenommen haben. haben wir gesagt, Und Montag ich ist sag, nein, da Pavlatschen. können wir nicht. Da können wir nicht, tut mir leid, das ist Pavlatschen. Aber ich sage sowas wie der Jägerball natürlich, das ziehen wir durch. Aber auch hier werden wir eine Pavlatschen, eine Fake-Pavlatschen vorproduzieren. Nur da sind wir auch nicht im Chat dabei, weil da sind wir hakeln. Genau. Aber also da sind wir wahrscheinlich hakeln, wenn das schon vorbei ist, wieder die Pavlatschen wahrscheinlich. Aber ja. Das wird so sein, ja. Also so wie das sein. Aber Ja. Ah, schau, der Markus Wistonik. Wenn ich meine, ich überlege noch, setze mich Ja, erst ja. nicht auseinander. Der Schuss von der Mama war auch so eine Nummer, wo man erst überlegen musste. Ja, also ich ganz ehrlich, zum Beispiel Schuss von der Mama, ich hab's gar nicht so mengen. Nämlich für mich, mir mir gedacht, das ist ein Leihwanslied geworden, super. Aber ich werde es nicht viel spielen, weil es passt überhaupt nicht ins das Konzept passt und hin und eigentlich her. nicht. Ja, was die Nummer ist großartig. Ja, und das ist auch oft gewünscht worden dann. Dann habe ich gesagt, na, spiel ich halt. Und mittlerweile gefällt mir das. Werden wir jetzt gleich spielen, werden wir gleich anreißen. So, der zweite erste, Spaziergang hat schon rausgefunden. Okay, ja. Der zweite erste, ja. Hat voll nicht gepasst, aber jetzt ist das eher einer meiner Favoriten, wirklich wahr. Das war leibend, ja, finde ich lustig. Finde ich lustig. Silvester ist am 31.12., kurz vor Neujahr. In Ackerl. Der Ackerl mir jetzt fragt, ob das südlich oder östlich liegt. Ne? Ja. Aber, warum verschieben die den Jägerball nicht? Das frage ich mich auch. Wann spielst du in der Zehnermarie? Wahrscheinlich gar nicht. Was ja? Wahrscheinlich Wir haben noch gar nichts. Wir haben nichts. Kann aber sein, dass wir im Stiefel spielen. Müssen wir uns noch ausmachen. Ja, Aber- am Mittwoch aber erst. Aber wir sind, ja, Also, jetzt. aber wir sind schon noch dran in Sachen Zehnermarie, aber wie gesagt, das ist halt gerade ein bisschen schwierig. Und jetzt, ich muss ja noch ein Foto reinhauen noch. Und zwar, pass auf, da haben wir noch eins von der Tafel. Schau. Die Anten haben wir schon, Donald Duck haben wir schon. Da sieht es aber genau, da hat noch der Spitz, Gerd hat da noch quasi nachgesprochen, ein bisschen geredet. Und im Warmen halt, das war da. Und alles weitere dann weiter. Nicht? Es war nämlich wirklich saukalt. Das war kalt. Der Wind vom Galizienberg oben mit rüber. Guten Freund vergesse ich nicht. Nein. Franz eben. Kupferlock Knie auf die Schultern und die und aufgeschiefte Wunden. Schwiefere Zungen, das Handel verbrennt. Das Kind ist mir zur Mama gerannt. Weil auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was da weh tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man als Kleiner so gern sieht. Am Schoß von der Mama. Und Spielzeug verloren, ein Botschen im Radl und ein Fleck in der Schuhe. Und ein blauer Fleck am Wadel. Vorbeigeschossene Schein oder beim Zündeln was verbrennt. Als Kind ist mir zur Mama gerannt. Weil auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was da weh tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man es gerne so gern sieht. Am Schoß von der Mama.
ist mir röter geworden, möcht man das auch gern tun. Man kommt zur Mama zu Haus, trinkt Kaffee und redet sie aus. Drucken manche so, wie ja noch so schwer, bei der Mama nimmer mehr. Weil du legst deinen Kopf auf den Schoß von der Mama, dann ist alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was der weh tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man es keiner so gern sieht. Am Schoß von der Mama. Na, servus. Stimmlich natürlich ein totales Desaster. Aber, was sollst du machen? Es ist ja so. Aber euch gefällt die Achtung von einer. Danke euch vielmals. Danke euch vielmals. Bin stolz auf mich. Was sagst du denn? Na, das ist mit einer Hand, wo 5 Finger sind, 8 Töne zu spielen. Das kann nicht einmal Knöpfe spielen. Nein, ich bin auch stolz auf dich. Aber am meisten gefreut, was du erfreut mit dir hast. Da bin ich erfreut. Ja. Das zahlt sich das Üben schon, macht mir aus. Schau, der Markus Volker, Riesenfreude. Gerade hat der Bote das Blechheferl gebracht. Jawohl. Blechheferl. Noch Almdudel und Spül Stockfisch. Ein bisschen garstig. Bin ganz brav, trink noch Almdudel und Spül. Da kommst du gar nicht rein. Mit der Almdudel, Alter. Der darf nicht brav sein. Wie heißt der Ball vom Grünen Kreis, Thomas Faber? Das ist der Jägerball. In der Wiener Hofburg, da kriegst du keine Karten mehr. Da hast du keine Chance mehr. Das ist schon vorher ausverkauft. Ah, Wahnsinn, schau die Achtel nicht von. Manfred Kraft schickt uns liebe Grüße über den Thomas, danke dafür mal. Schau, der Markus Bestonik. Hätte mir nicht gedacht, dass Rotwein meinte ich natürlich, den Unterschied machen kann. Sorry, Bum. Na, brauchst du nicht sorry sagen? Nein. Aber es hat mit dem Rotwein nichts zu tun. Das ist wirklich die Stimme ist heute. Nein, das ist so das ist die verkühlt. Verkühlung. Aber drum sage ich, die Verkühlung ist so stark. Weil ich merke ja beim Reden, wie anstrengend für mich das Reden schon ist. Ne? Und also da geht stimmlich gar nichts. Und darum habe ich gesagt, kann ich einen roten trinken, weil es schon wurscht ist. Nicht? Weil das vollkommen egal ist. Sonst, wenn du fit bist, ist nicht so ein Problem. Aber ja. Klingt ein wenig wie Joe Cocker. Ne? Schön war es, aber trotzdem danke für die Nummer. Markus, ja, aber wie gesagt, das musst du nicht so ich sagen, sondern es ist ganz offen und ehrlich erkannt und vollkommen richtig. Also das war der Versuch, es irgendwie rüberzubringen. Aber es geht halt besser natürlich. Es geht halt jetzt gar nicht besser. Aber es ist ja so. Nicht? Die Alternative wäre abbrechen, aber das darf man auf gar keinen Fall. Ein bisschen geht schon noch. Aber Alter, ne, die Protein muss geleert werden, Alter. So, und geht Sieht schon aus. ja. So, pass auf, schau her. Und da haben wir zum Beispiel Nachtwächter vor der Nepomuk-Statue in Otterkring, weil es ist nur, ja, dass man so sieht, so weiß, so ist beieinander. Ich glaube, er hat am meisten von uns gefroren. Und das Schild unten ist natürlich falsch, was drauf ist. Ne? Ja, Aber gut. auch gleich erwähnt natürlich. Das sind natürlich viele Sachen. Und da haben wir, pass auf, da haben wir ein 16er Burmfoto aufgenommen und 2. Mit dem Maike, da schau her, weil der Maike natürlich in der Eins erwischt war. Das Maike Gersler, der muss ja da kommen. Justine, ne? Das wird nur mit dem Maike. Das ist nur das redet rein, wenn du nicht weißt, um was es geht. Ich kenne das Foto, da spielt sie, der Maike, die Justine, wir Ja, zwei. kommt einer, mein Gott, na ja. Weißt du, bist da. Ich komme nicht so wieder, ich weiß ja nie, was da kommt. Ja, dann halt die Gosch, was nichts weiß. Ne? Das ist ja Wahnsinn mit dir. Jetzt musst du es dann schon sehen, nicht siehst du es. Ne? Jetzt kannst du mitreden. Jetzt Jetzt ist aber es spät, weil du ist schon weg. Ne? Nein, jetzt kann ich jetzt ist ja eben drum. Ne? Ja, das ist ja das. Aber auf jeden Fall, man hat es jetzt schon gesehen, nicht Maike, blutjung. Und, warte, schau, und da, das hat er gemeint, glaube ich. Das hat er gemeint, der Patrick, schau her. Ist der Vater schreibt, aber ein schiefes Bild, das kann nur von mir sein. Das war vom Wackerl. Ich glaube, das ist auch vom Wackerl. Das kommt vom Traubensaft gespritzt. Dieses Foto ist ja das Coverfoto der heutigen Mavlatschen. Genau. Und dem, da sieht man den Spitzmanfred mit dem quasi spitz
Gerhard. Ich sage immer Manfred. Nicht Manfred, das ist schon Ärztl gesagt, das hast du schon alles Ja, jetzt sehr schon gut gesagt. gesagt. Ich habe da beim Heirigen mal gesagt, was bei mir heißt Franz. Das ist jetzt reicht's. Mit Spitz Gerhard. So. Und der hat da die vom Scheurer Georg, die quasi den improvisierten Tischwimpel, der Pavlacisti, das ist vom Red Bull Ring, eine Fahne, mit einem 16er Bubenpudel halt drauf. Und auf jeden Fall ja, das war das. Und da sieht man eben Patrick, meine Wenigkeit, den Gerhard und die charmante Justine mitsamt Maike, die eben extra zu uns gekommen sind und übernachtet haben. Und das hat mich natürlich wahnsinnig gefreut. Und da sieht man schon, dass wir Murzergaudi gehabt haben. Und schiefes Werk, genau. Muss man das Shirt einstricken? Michael Unger, was meinst du? Mit Patrick seins? Ach so, da meinst du Patrick unmodisch. Der Patrick hat sich die Hosen reingesteckt. Ein ruhiger Pullover kehrt in die Hosen rein, nicht aus. Ja, weißt du, der Patrick ist halt schon ein Musiker, ist nicht so wie ich. Nur dazu trage ich ja meistens Hosenträger und dadurch gehört sowieso rein. Das ist das. Also ich habe auch lange Hosen Meistens tragen, Hosenträger. mit Hosen, was willst du, man kann nichts außen tragen. Ne? Nein, das ist. Wobei ein T-Shirt habe ich immer außen eigentlich, ja. Aber ein ruhiger Pullover nicht, da zieht ja. Französer Korl. Ich bin ja bekennender Nicht-Unterleiberlträger, nicht? Aber da drunter nichts auch. Markus Bristonik, schau, der ist chauffiert über unsere Sprache untereinander. Also eher über das, wie ich mit dir rede. So. Du redest da immer ganz gebildet. Das Bild ist dafür gelungen, alles lieb drauf. Na schon, absolut. Also das war schon. Was haben wir noch? Na schau, und da muss man nicht sagen, auch die Rückseite. Der Maike und ich, pass auf, Maike, einmal, der Maike und ich, weil wir waren ja quasi sozusagen jetzt die Feschesten, ne? Was sie da waren. Ne? Ja, das ist der Georg gehört. Ah, fix, was habe ich jetzt gemacht? Jetzt habe ich was anderes gemacht. Ein Was ich- Blödsinn. Ja. Und da, schau her, und da die Rückseiten, ne? Dass man korrekt, nicht wahr? Immer ein Getränk in der Hand, schaut sich das an. Da ist das Leibwand. Der Maike und ich haben uns da ablichten lassen. Und Hosenträger gibt es auch zu kaufen, Michael. Selbstverständlich. Ja, Brauchst du freilich. ich weiß da mehrere Quellen. Ja, gute Quellen sogar. Ich will nicht die mit den Clips, sondern ich am liebsten die zum Knöpfen sind. Weißt du? Die anderen Hosen immer noch Knöpfe ausgezogen. Pass auf, aber auch wichtig, so wie jetzt schon noch. Ein sehr wichtiges habe ich schon noch. Na, zwei. Ich zeige jetzt beide hier. Einmal das, weil das ist natürlich ganz wichtig, deswegen, weil wir sehen hier jetzt nochmal den Gerhard Spitz, den Nachtwächter, mitsamt der Tonja und dem lässigen Michel. Sizilien 666 ist, wenn einer fragt, welches Profil. Aber ihr holt der Gatte, der Michel, ne, der ist auch Musiker, beide sind Musiker, ne, der Patrick. Und da haben wir nochmal, das muss ich nochmal, der Würde halber nochmal quasi das reine Bild mit den Organisatoren sozusagen. Und leider, wir haben schon ein Hetz gehabt. Wir haben ein Hetz gehabt und die Fotos haben wir eigentlich nur gemacht. Schau da die Blechhefeln. Jetzt sehe ich die Blechhefeln, schau. Na, hat das ja doch. Das sind die Blechhefeln Ja, komplett. na. Bunschweinkaffee, Tee, Saftel, alles möglich. Blechhefeln. So. genug gesagt. Das dritte ist ein bisschen der. Das waren ein paar so Schnappschüsse. Und es ist halt, wir haben einen mörderischen Gaudi. Ja, was heißt? Was heißt? Und wir hätten wahrscheinlich gar keine Fotos, wenn nicht der Ackerl mit einer Kamera um den Hals herumgerannt war. Und ich gesagt, Ackerl, bleib mal aus der Kamera mit. Und gesagt, ja, schauen wir mal vielleicht, dass ich ein paar Fotos mache. Ich Ackerl nicht, schauen wir mal, mach. Ne? Und so kamen wir dann doch. Ne? So kamen wir dann doch zu Fotos. So wunderbaren Fotos. Christoph Ackerl, also Patrick ist Musiker, Klaus ein Künstler. Ich würde eigentlich sagen, Klaus auch ein Lifestyle-Model. Ja. Servus aus Oberfranken, Sascha Denk. Sascha Denk. Da trink ich einen Schluck. Da trinke ich sofort. Beste Grüße nach Oberfranken. Jawohl. Bravo Sehr zum Sascha. Wohle. Bravo Sascha. Was habe ich jetzt noch für Lied offen? Außer der Einsamkeit, die machen wir auch noch. Die Einsamkeit, das ist ja offen sonst nichts, ne? Mein guter Freund. Ja, dann machen wir das jetzt einmal. Du nicht anders. Puppe geht Mach mal. gerade mit dem Körperl. Hurra, ich habe gewonnen. Die Überweisung ist unterwegs. Weltklasse. Jawohl, Ich danke. taugt das schön. Und für alle, die nicht wissen, was sie jetzt tun sollen und sie wollen für die Musik ein schmartes eine haben, ich finde jetzt das da unten auch angeschrieben, aber natürlich auch in der Videobeschreibung findet ihr die Kontaktdaten, entweder über PayPal oder ihr haut was eine
über Online-Überweisung, weil andere Möglichkeiten haben wir einfach noch nicht gefunden. Außer postalische Adresse und Zusendung, aber das macht ja wirklich keiner mehr. Er würde uns freuen, was es reinhaut, sich danke vielmals. Ein kleines Kerberl, einfach nur Kerberl-Geld. Wenn einer nicht weiß, erst was soll ich zahlen, du kannst nicht jeden Betrag, du kannst große Beträge reinhauen, du kannst aber auch kleine. Wenn du denkst, jetzt pass auf, ich lade die 2 auf ein Achtel ein. Na, dann überlegen, was kostet ein Achtel, ne? Dann zahlst du uns 2 Achtel, ne? Die Sache ist erledigt. Auch das ist möglich. Wo wir Also, falls verkehren, einer hat muss. 10 Euro ein Achtel, ne? Ne, wo wir verkehren, also wo der Patrick verkehrt und bevor er mich dann anholt und dann tut die fahren, wo wir verkehren. Ja. Wolfgang Klotzka, Jawohl. Gruß aus Wiener Neustadt an die Buben, jawohl, Wolfgang, Weltklasse. Auch einer der Musikerkollegen, einer. Ja. Der Fritzel, schau, auf der Dult in München werden sie auf Maß angefertigt, die Hosentrager. Ich habe da gute Erfahrungen, Weltklasse. Ich glaube, das wird die nächste Pavlatschen. Das wird die nächste Das wird die nächste, also nicht jetzt die nächste Pavlatschen, sondern die nächste Aktionspavlatschen. Nicht mehr die Feinrippen, wir werden einmal Hosenträger-Pavlatschen. Ich trage sowieso mehr. Also, Ja, du darfst nur ein Unterleiberl haben oder halt ein Leiberl oder was. Nicht wie ein Hemd und damit Hosen drüber. Wie wirkt denn das? Das ist ja. ein Pullover habe ich auch. Nein, nein, ein Leiberl von mir aus, ja, und Hosenträger. Das geht. Das lasse ich durchgehen. Das andere nicht. Aber das sagen wir mal. Ein Bess war es nackert nur Hosenträger, nicht? Also halt Ja. Hosen und so. Nackert die Unterhosen mit den Hosentragen. Die Unterhosen. Das war was. Das Die, ist Fein, etwas. die Feinripp vom Bundesheer mit den Hosentrager gehalten. Ne? Das war schon wieder eine Idee. Aber der Michael Unger bringt es auf den Punkt. Am Bess ist ein Hosenträger mit Gürtel. Geht schon. Na gut, ja, die sieht man nicht, der dann war mal Onkel schwer. Fritz hat das gehabt. Ja, da kann einige. Der hat gehabt einen Strick, einen Gürtel und Hosentrager. Ein Strick auch noch? Ein Strick einer, Ja, ja. aber wenn die alte am Arsch gegangen ist oder so. Zur Not kann ich immer noch. Der ist gestorben, wie ich 5 oder 6 Jahre alt war. Den habe ich nur kennt, der war am 90er oder was. Also, Ein Strick. Das der ist- stammt noch aus dem 19. Jahrhundert, der Onkel Fritz. Ja. Das ist schon wild. Mit Strick. Den haben wir aber sehr gern gehabt, die Kinder. Ja, klingt Der noch. war ganz ein gemütlicher Kerl. Der ist immer gekommen mit der großen Tasche und immer gehabt drinnen Chips und sonstige Leckereien. Ich schalte da gerade herum, weil ich hab da Und der hat sehr, die Tante haben wir nicht kennengelernt, mehr vom Onkel, also die Frau vom Onkel Fritz, aber die war da ziemlich eine der Handigen gewesen sein. Die berühmte Tante? Geschichte Fritzel-Bockenaufschnitt. Ja, der war das. von dem Onkel Die Fritz. Weltklasse. Weltklasse. Fritzl, Bogenaufschnitt haben wir gegangen. Ja, die waren früher in der Familie Rutger war es üblich, dass sie sich immer wo getroffen haben, immer wie jemand anderen jede Woche und da ist immer Garten gespielt worden. Lange vor meines, also da war mein Vater nicht einmal noch gescheit auf der Welt, also gerade auf der Welt, glaube ich, oder so. Und die hat nicht verlieren können beim Kartenspiel. Nicht? Und wenn sie verloren hat, hat sie gesagt, die mit mir einen Aufschnitt mitgemacht. Die hat in einer Fleischhauerei gearbeitet. Fritzl, pack einen Aufschnitt zusammen, wir gehen. Man muss einen Gewinner haben lassen. Großartige Geschichten. Ja, der Welt. Und ich meine, das muss was da gewesen sein, weil das habe ich aus deiner Familie jetzt von Von alle, vielen ja. Mündern Ja, gehört. ja, nicht? das ist- Weil ich kenne doch jetzt schon einige aus deiner weiteren Familie. Und die haben das alle erzählt. Ja, der war leider der Fritzl. Also, wie hat sich hassen? Die Fritzl seine? Mir fällt der Name von ihr nicht ein. Aber das ist schon. Fini weiß nicht, das war die andere Tante. Aber die Fritzl pack ihn Aufschnitt zusammen, wir gehen. Fritzl, genau. Schau, du nicht geschlafen. Gut nicht geschlafen, ja, wir werden eh bald. Wie weit sind wir denn? Haben wir schon noch was, ne? Ja, die Nein, ist Straße. la. Ach so. Ja, wir kommen eh. Dann quasi zwangsläufig schon langsam zum Was Schluss. machen wir jetzt? Haben wir gesagt? Ist mir heute nicht so unrecht. Äh, Einsamkeit. Die Einsamkeit. Man kennt fast sagen, zu jeder Zeit. Spiel den Trottel für die Leute. Und manches Mal platzt mir der Grau. Da geht ein Wurstel in der Schlau. Den Kasperl spielen, das stört mich nicht. Danke meinem Freund, der zu mir steht. Ein guter Freund hat immer Zeit. Mein bester Freund heißt Einsamkeit. Und bin einmal ganz allein. So sind wir dennoch immer zwei. Ich und mein Freund, die Einsamkeit, mit ihm bin ständig ich zu zweit. Und will einmal allein
wir gleich. Unterhalten, ich komm, ich lade dich ein. Und so machen wir ein Hetze ungeniert. Und krieg meine Rausch so finanziert. Und so lachen wir beim Wein vereint. Aber trotzdem bleibt man nur ein Freund. Ein guter Freund hat immer Zeit. Mein bester Freund heißt Einsamkeit. Und bin einmal ganz allein. So sind wir dennoch immer zwei. Ich und mein Freund, die Einsamkeit. Mit ihm bin ständig ich zu zweit. Und will einmal allein sein. Dann lade ich mir ein paar Freunde ein. Und hat das Leben das Ende mir gebracht. Kein Mensch mehr über mich dann lacht. So macht die Augen langsam zu und geh allein nicht dann zur Ruhe. Nur einer gibt mir noch Geleit. Es ist mein guter alter Freund, die Einsamkeit. Ich und mein Freund, die Einsamkeit. Mit ihm bin ständig ich zu zweit. Und will einmal allein sein. Dann schlaf ich einfach ganz tief ein. Feiten Kräften geht das schon. Feite geht. Da merkt man, wenn man Nein. 28 Jahre zusammengespielt ist, Ja. weißt du. Aber ich Ein muss- Blick reicht und man übernimmt Aber wenn du einfach. sagst, 28 Jahre zusammenspielen, also ich muss jetzt wirklich sagen, also mir geht es jetzt so nicht Nein, so aber die zu Stimme wieder. ist weg. Ne? Und das meine ich. Ne? Aber das habe ich so schon lange nicht gehabt. Lange nicht, ja. Also das stimmt wirklich. Nicht Also einmal ich beim merk's auch beim Corona. Reden. Nicht einmal beim Corona. Aber ja, da war es auch weg. Ja, da war es belegt. Da Ja, war's das auch Ding, ziemlich. da war's auch. Aber so wie jetzt, also wirklich sagt, die Stimme ist sowieso. Ja, da muss ich einen Schluck nehmen, gegen einen Ja, Schluck. gegen einen Schluck nehmen, ja. Gegen einen Schluck, nein, weil das war dann noch nicht die Schlussnummer. Da machen wir noch eine. Weil das kann da kann die Stimme sagen, ja, ich will heute nicht, ich will nicht. So, pass auf, hoch zu, Stimme. Hoch zu. Gut ist nicht, sag ich dir gleich. Aber ist schon wurscht, ne? Und so, pass auf, jetzt ist Pavlatschen, es wird gespült und aus, ne? Ein Schluckerl Wasser einschenken. Da passt die belegte Stimme echt gut, Markus Pristonik, ja genau. Der wie gesagt, aber die ist nicht mehr belegt, die ist schon, da ist schon irgendwas anderes. Ich hoffe nur, dass, wie gesagt, ich habe einen Tag zum Auskurieren. Dann wird's eng. Daumen in die Höhe. Der Rudi Korbe sagt Daumen in die Höhe. Vor allem die Mittwochpartie wird ja eine Blärereipartie werden. Der Mittwoch? Da haben wir eine Firmenfeier, nicht? Firmenweihnachtsfeier. Spielen wir da mit Anlage oder Nein, nicht? nein, so. Oh, weh, Das weh. ist dort gar kein Platz dort. Oh, Weil weh, im weh. Depot dort, das ist Nein, ich hoffe, so dass 2 wir das- Räume, da wo es rein. Müssen wir wandern auch, oder was? 50, 60 Leute. Ne? So ein bisschen so spielen. Ne? Na, da bin ich beruhigt. Machen wir schon, ist auch wurscht. Du fährst mich nicht, du willst mich ja. Natürlich. Fährst mich nicht an, das heißt, ich kann was trinken. Selbstverständlich. Dann ist mir wurscht, wie ich singe. Weißt? Die Niki hat da was geschrieben, das haben wir aber auch schon mitgesungen. Das was? Der Langsam ist es, oder was? Für uns gibt's nur eine Beleidigung, Dora, und auch nur einen guten Freund. Das ist der Mann mit seinen Gipfeln, wir stehen auf erst, wann er scheint. Nein, der weiß es aber nicht. Wann er schaut auf uns herunter, Ja, schon. mit seinem Gewissen, grüß euch Gott. Wären wir zwar erst richtig munter, wär
wir Kreuz, Fiete und Floh. Was ist eh drauf, ja? Jetzt weiß ich aber nicht mehr weiter. Jetzt weiß ich den Text, jetzt weiß ich aber wirklich nicht mehr weiter. Ich mir gedacht, ich kann's. Bei Wir mir Mondschein Brüder sind, in der Früh erst das getan. weil wir Mondschein Brüder sind, in der Früh erst Das das getan. Über nächste Woche spielen wir es. Bitte, das muss Kann man ich einmal, wieder. du kannst es eh schon. Ja, Ich kenne das Lied, ich kenne das Lied, ja, das ja, weil mein Mond der weiß ich auch nicht. Aber der ich bitte, Maggie, ich kann's wieder. Weil Nein, so hast du ganz einfach. ist mir nicht eingefallen. der zweite Teil von der Strophe untergeführt. Von der Strophe hat man dann geführt, ja. Muss ich mal, aber nächste Woche Du geht's. musst einlernen, du bist verpflichtet. Weil man das Ganze ist ein Ganze. Ich war nicht mal die ersten 3 Silben weitergekommen. Für uns gibt es eine Beleuchtung, ja, das habe ich noch gewusst. Aber weiter hätte ich schon nicht. Für uns gibt es nur eine Beleuchtung. Weiter hätte ich schon nicht gewusst. Und dann nur einen guten Freund. Bitte, Das ist der Mond mit seinen Gipfeln. bitte, Er macht Freunde, auf, jetzt wann bitte, jetzt haut es einmal rein, weil das ist jetzt einmal wirklich, abgesehen von seiner spielerischen Leistung, aber ich meine das, ich weiß nicht, was der noch alles kann. Haut eine bitte eine original rote Achteln für den Patrick, weil man der packt da aus irgendwelche Kenntnisse, lasst mich die ganze Zeit hakeln seit Jahrzehnten und der Welt kann er eh wahrscheinlich alles selber leichter besser, das ist eh wurscht. Haut eine bitte für den Patrick eine original rote Achteln. Ich danke euch jetzt schon. Rote Achteln, hat eine rote Achteln für den Patrick, ich danke schon. Ja, das nutzt nicht so, dann haben wir nichts mehr. Grüß Gott, beieinander sagt der Alfix, ja die. Ich komme gerade zur letzten Nummer. Wir sind zwar schon im Ende, aber leibend, dass du da bist. Der Christoph Acker ist schon leid. Jetzt weiß ich, warum Klaus singt, wie Patrick sagt, dass ich Donut nicht aussagen kann. Ich hätte es am vorher sagen können, aber Na gut, ich war doch der weiß. Ja, Die Melodie ist ja die gleiche wie von auf der Landung und auf der Wieden. Ne? aber Bis und auf das, den ist, Schlussteil dann. und Weil das- wir waren schon Brett und das spielen wir in F. Das weiß ich. Da. Nein, F. Sicher. In F. F. Ja. Das spielen wir in F. Ja, hoch, warum na, das eigentlich? weiß ich wieder. Weißt du, wie schön das hier zum Singen Nein, das ist nicht schön. Das weiß ich. Das spielen wir seit 25 Jahren in F. Also wenn ich die Mondscheibe bringe, machen wir in D, so mir ist das lieber. Ja, nein, voll in Ordnung. Aber der Da Punkt kannst ist du die aber- zweite hoch an und Ja, dann geht's gern, wieder aus. gern. Aber ich habe gar nicht gewusst, ich habe gar nicht gewusst, um welches Lied das geht und hin und her. Die Maggie hat geschrieben. Und das dann, war ja, so und dann soll ich noch die Tonart an. Ich weiß schon nicht bei den Liedern, was ich geschrieben habe, welche Tonart. Und dann soll ich bei einem wildfremden Lied, das ich noch nie gespielt habe in meinem ganzen Leben, da soll ich auf einmal die Tonart wissen. Na, was verlangt denn die Welt noch alles von mir? Das ist ein Wahnsinn, bitte. Habe wieder das Wasser erwischt. Na, aber die Achtel Der sind Maggie schau. hat es auch gefallen. Das ist Aber schau aber die Achtel von einer. Patrick, für die sind das, schau. Schau, du hast eh einen Zuspruch. Die Leute mögen die eh. Brauchst du keine Sorgen machen, die mögen die eh. Du, und da muss ich auch sagen, wenn für das, dass Fußball WM ist, Schauen viele ich Leute meine, da wir gewesen. haben jetzt also. laufend über 40 Zuschauer, Ja, weit über 40, also immer so 5, 40, immer schaue ich auch nicht, 40, aber 50, 51, aber mir fällt es auf und trotz Fußball-WM, alle Achteln. Alle Achteln, ich danke vielmals. Ja. Sehr zum Wohl, sehr zum Wohl. Und jetzt, Patrick, schaust du umdrehen aus. Vorsicht, du könntest dann. Das ist eh nichts gewesen, glaube Aber kein so schön geschenkt. So schön geschenkt. Ja, heute ist wirklich eine verkehrte Welt. Christoph Acker. Klaus zwitschert, Patrick singt, Klaus weiß die Tonart. Ja, das ist wirklich. Aber du, da ist jetzt keiner mehr Der Klaus überrascht hat als aber ich. nicht gewusst eigentlich. Ich habe zwischendurch reingesagt. Nein, der hat gemeint, dass wir Ach so, das andere in wegen- F spielen. Das Ach so, meinst du, ja. Ja, sag mal. Ja. Ich glaube zumindest. Aber es ist wirklich komplett gleiche Melodie natürlich. Sagt die Mutter zu der Tochter, du Mensch, Schani ist jetzt aus. So eine lange Hopfenstangen kommt man immer mehr ins Haus. Schau dir einmal nur die Freundin drüben auf der Wieden an. Die hat einen von den Dragonen, siehst das wär für dich ein Mann.
die Tochter zu der Mutter. Ich hab nur mein Scheine gern. Ja, auf der Landgrube und auf der Wieden. Dulli, dulli, je. Dulli, dulli, je. Da sind die Gustos sehr verschieden. Dulli, dulli, je. Dulli, je. Den hab ich auch noch nicht Erich gehört, den Kunz. Joder. Ne? Das ist Richtig noch wahr. eine, ja. Drunter am Naschmarkt, auf der Wieden, da geht ein Stutzer promenieren und sagt zu einer Bladenstandlerin, jetzt was kosten diese Bieren? Na, 4 Kreuzer, sagt Frau Sali, zu dem Stutzer nicht verliehen. Doch der will ich für das Nagel bloß 2 Kreuzer niederlegen. Bus der hat da gleich aufhängt und Frau Sali sagt zu ihm, ja, auf der Landgrube und auf der Wieden, dulli, 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 da sind die Birnen halt sehr verschieden. Dulli, dulli, je. Dulli, je. Na, sehr. Also der Jodler war wild, Bernd Ruhl schreibt ein. Ich wollte gerade sagen, der Jodler war wild. Und der Bernd Ruhl schreibt ein. Der Jodler war wild, absolut. Der Aufnahme von die Faltel kämen der Schrammeln begleiten Erich Kunz. Dulli, dulli, je, hehi. Dulli, dulli, je, hehi. Wirklich wahr, ne? Das Ja, hab ich- wirklich das so. ist- Weil das ist so schräg, das habe ich nie wieder auf einer Aufnahme gehört. So. Das ist auch blöd, wenn er nicht so gehört, das ist ja. Nicht, da weiß was wieder. Naja. Dulli, dulli, je, hehi. Dulli, dulli, je, hehi. Dulli, dulli, je, hehi. Was schau, Dulli, ja. Musikraum ist aber leibend. Na klar, wir sind die Pavlatschen Ultras. Leiber. Ich glaube, das muss ja ein nächstes Leiberl werden. Die Pavlatschen Ultras. Ja. Jawohl. Ich habe mir heuer noch kein Spiel angeschaut. Fritzl Startguss. Ja, nicht, nein. Ich habe mir noch nie ein Spiel angeschaut. Also ich habe mir ganz selten. Das war, wenn Österreich weit gekommen ist. Also ganz selten. Habe mir was angeschaut, aber sonst nein, Fußball. Nicht einmal im Ansatz ratzt mit das. Cordoba. Ja, da Da sind wir war aber er gar nicht nicht weit auf der gekommen. Welt. Da sind Ne? wir aber gar nicht weit gekommen. Weißt, wir haben nur gegen Deutschland Ja, gewonnen. das reicht ja oft. Ne? Das reicht ja oft. Das verstehe ich bis heute nicht. Das ist so Das verrückt. reicht ja oft. Aber auf jeden Fall, die Nummer ist schon leibend, weil es halt man merkt, das ist wirklich die gleiche. Und da gibt es ja noch ein, 2 Lieder, die genau im gleichen Ding sind, fast. Fast wirklich gleich. Ist die die gleiche? Glosschirms oder was, oder die. Nein, Nicht die Glosche, ganz, sondern- ganz bekannt ist das alte Fiakerlied. Ne? Ja, aber das war jetzt auch nicht. Ja. Nicht die, genau, ne, das war eher dann der Werner Schimme, ne? Ja, genau. War das, ne? Werner Schimm ist genau. Ja, ist das Gleiche, ja. Das, Ja. Ich weiß nicht, ob die überhaupt. Na gut, na, jetzt müssen wir jetzt zum Die haben Schluss alle bei kommen. der Nacht geschrieben. Ja? Das ist schon- Zum Trinken haben wir nichts mehr, meine Lieben. Müssen wir einen Nussschluss vielleicht zum Abschluss oder was? Nein? Ich fahre mit dem Auto Na sonst, ich hätte noch Nein. diese Erweiterung hätte ich dir noch angeboten. Danke, ist ja nett. Ansonsten bin ich auch ganz aber nicht unglücklich, wenn man nicht das unglücklich, wenn man- Jetzt, ja. beenden. Ja, aber die Stimme ist in passt. arger Unordnung. Ja, muss man schon sagen. Aber trotzdem ein leibender Population. Und ich meine, wie gesagt, wir haben jetzt an sich nichts vor im Speziellen für die 150er. Warum? Weil wir gesagt haben, 150 ist jetzt 150. Die 200er Die sind gesagt, 200er na gut, ist dann natürlich magst du wieder was was. Ne? Oder so ist bei der 100er war, aber 150 ist wie ein halbrunder Geburtstag, nicht? Wie ein halbrunder. Aber nichtsdestotrotz, wir freuen uns drauf. Und wir sind natürlich auch ein bisschen stolz drauf, aber natürlich auch besonders stolz auf euch, dass ihr uns das ermöglicht habt, in Wahrheit, da diese Pavlatschen so durchzuziehen. Das ist wirklich leider, das machen wir nicht als reiner Selbstfreude, sondern da muss ja wer da sein, wo du ein bisschen gespürst, das ist leibend, ja, und das sagt Wenn es ja natürlich keinen interessiert, ist es ja sinnlos. Ne? hier. Weil so gern spielen wir in Party auch wieder nicht zusammen. Ne? Also, Aber ich schon ganz gern, aber einfach so. Ne? jeden Montag. Nein, aber da muss ich wirklich sagen, das ist leibend, das liegt natürlich an euch, es liegt natürlich auch an uns, muss ich auch sagen, wir sind gerührt stolz selber auf diese so, ja. Leistung, dass wir das durchgezogen haben. Und ich meine, noch weiter durchziehen natürlich. Natürlich. Und 150 ist ja. eine schöne Marke, eine Wegmarke, wo man sagt, das ist leibend. Und deswegen haben wir einfach gesagt, nein, wir machen keine große Vorbereitung. Weil ich glaube, wir sind bis über beide Uhren
ist genug einfach voll mit diversen Umständen. Ihr wisst was bei uns geschehen ist und die Situationen sind alle noch nicht so ganz nicht geklärt. frei laufend, sagen wir so. Es gibt noch Bei Schwierigkeiten. mir geht's, aber das sind da andere Dinge. Ja, jetzt, das ist nicht. geht's Da muss ja der andere drauf geht's auf der anderen Seite weiter. Nein, aber alles gut. Aber natürlich, wir haben dann gesagt, du gar nichts. Wir machen zu 150 einfach eins mitkommen. Wir sind bei mir draußen. Wir machen in der Klause, wir heizen uns die Kuchelherde ein, auf ordentlich, dass es schön warm ist. Wir werden uns auch kurz Fresse bereiten. Nicht schon wieder ein Schweinsbraten. Nein, wahrscheinlich was Kaltes eher, aber wie auch immer. Aber der Party kommt ja schon am Sonntag raus. Das heißt, Führerschein. wir werden wahrscheinlich am Montag, wenn wir sagen, so wie heute, wir sagen, um 10 Uhr reicht es schon, weil leider werden wir am Sonntag so dermaßen über die Stränge geschlagen. Ja, Nein, natürlich glaube nicht. Natürlich nicht. Aber, wie Wir sind gesagt, jetzt um 5 ins Bett gegangen. aber wir Also machen... aufgestanden. Ja, aber, und das wäre jetzt eigentlich, weil das war, allerdings war das Gut, wenn wir damals das dann... machen, um 5 ins Bett gehen, wir produzieren 2 Fettbablatschen. Ja, Das ist ja auch in Ordnung. ja, das ist der Mond wieder fit. Aber es passt schon ganz gut. Also wie gesagt, da kommt am Sonntag raus, von der ist am Dienstag heim. Das heißt, wir haben ein bisschen Arbeitszeit auch, Ja. auch wir Auch für uns andere auch zu zu besinnen, plaudern ein was bisschen über war, die Dinge. was wird sein, was haben wir vor. Was haben wir vor Genau, nicht einfach so die Gespräche, die man halt auch jetzt nicht nur freundschaftlich, sondern auch das Geschäft. mit 2/3 oder 90% wird wahrscheinlich wieder auf Hetz ausrennen. Aber Aber da kommt natürlich... das meiste raus bei uns. Ja, Das stimmt, ist- stimmt, ist aber stimmt. so. Aber ein bisschen wollen wir halt auch über das Geschäft reden, über Ja. unser Unternehmen sozusagen. Genau. Und es ist fast passend, weil das allererste Mal, dass wir das gemacht haben in der Art, war im Februar 2019. Da sind wir auch zusammengekommen, deswegen werden wir am Sonntag auch ins Schlosswirtshaus gehen, im Krumbach. Ja. Es ist zwar nicht der Februar, aber ist ja wurscht. Aber es war im Februar 2019, wo wir dann zusammengekommen sind, wo wir eben vorher schon beschlossen gehabt haben, wir gehen ins Internet, wir bringen das Wienerlied ins Internet. Und dann haben wir uns bei mir draußen sozusagen in der Klause zur Klausur getroffen. Sind gleich mal ins Wirtshaus. Sind zum. Beim Victor waren wir auch, nicht? Ja? Waren wir auch, natürlich, auf einem Café, es war vorher schon, aber das war das Leibende, war das, wie ich gesagt habe, also wenn wir jetzt nicht, brauchen wir aber Fotos auch, wo geht man Fotos? Da haben wir so geschaut, und keinen Platz draußen hat es geschrieben, war es Schlimm, eisig, eisig, Also, das Outdoor ist ausgefallen, da habe ich gesagt, war bei nicht mir gut. drinnen alles ein bisschen eng, so viel Zeit. Dann habe ich gesagt, was, gehen wir zum Wirten, gehen wir ins Schlosswirtshaus Kronbach, Schlosswirtshaus, sehr ja. empfehlenswert, wirklich absolut empfehlenswert. Sind wir dort hier und haben dort gesagt zum Chef, sind wir erst, dürfen wir runter in Köln, in Weinköller. Weinköller, aber da steht unten ein Flügel auch unten. Ja, Also es ist ja trockenerweise, es ist ja Ja, Weinköller. alles saniert, super leibend und das selber gemacht, wirklich selber gemacht und alles original Dort haben wir Fotos gemacht und Videos drauf. Fotos, erste Videos, alle natürlich mörderisch schlecht, aber das waren die allerersten. Wobei, um nichts eins habe ich wieder durch Zufall vorgeschlagen bekommen. Ja, nein, es Also ist, zum Genieren weit entfernt. zum Genieren ist Da es nicht, gibt's aber, ganz andere- Nein, wirklich, aber also, ich sage mal so, wir haben uns aber wir haben uns schon gesteigert. Ne? Das ist Und das ist jetzt dann quasi 4 Jahre her. Ja. Ist im Februar, ist es 4. Und da haben wir auch die Klausur quasi da. Also das machen wir jetzt quasi schon vor Weihnachten jetzt da, die Klausur. Jetzt habe ich wieder viel geredet. wir werden alt, ja. Früher haben wir die alles immer so am letzten Drucker, weißt du, aber das ist schon langsam machen wir es auch immer am letzten Druck, aber nicht mehr so ganz. Ja, das, so. das ist schon entspannteres Ja, Arbeiten. So, genau. weißt du. Und schau, der Markus sagt richtig, der Pistolik, was stetig ist, wird wachsen. Ja. 150er ist Nein, ich habe Hosenträger. sicher Hosenträger auch nächste Woche. Ja, Aber ich ganz sicher. Beim Klaus in der Klaus auf Klausur, natürlich. Na sicher. Aber ich habe keine Hosenträger. Ich habe zwar genug Hosenträger, ich habe wirklich genug, Ja. aber ich bin so froh, dass ich jetzt da einfach das so tragen kann. Das jetzt auch. Ihr könntet theoretisch auch ohne uns spielen, Christoph Acker. Ja, theoretisch schon. Theoretisch ja. Praktisch ist natürlich die Freude wirklich sehr gering, ne, im Vergleich. Also wenn ich mir jetzt denke, ein Studio aufnehmen, jetzt müsstest du gehen, ein Studio, nimmst du auf, nicht, versuchst du auch sehr gut, aber da sitzt ja auch quasi in einem Studio, mehr oder weniger, aber der Punkt ist, du hast trotzdem Ist ein ja Publikum da. Ne? und das macht es gleich leibend. Also wie auch immer, wir sagen jetzt schon mal Dankeschön, wir sehen uns zur 150. Ausgabe der Pavlatschen, dann nächste Woche, ich freue mich wahnsinnig drauf, in der Klause draußen, schauen wir mal, leibend. was zum Essen gibt, schauen wir, wie müde wir sind oder nicht. Und ja, am 12. Jänner ist der Rudi beim Taschler dabei. Jawohl, genau, aber das ist ja nicht der erste. Das geht ja. Also der erste Donnerstag. Einmalig. Meine Freunde, es war uns eine ganz große Freude. Macht uns auch eine Freude und geht auf den Shop, schaut sich das an.
kauft sich ein paar Leiberl oder was auch immer, ihr da findet ein Hauberl, ein Hoodie, Ein ein Blechheferl. Blechheferl, was auch immer. Und natürlich, es wird schon so sein, wir werden das natürlich laufend, also nicht permanent, aber immer wieder so in Wellen, werden wir das schon erweitern und dass es natürlich dann mehr Angebot gibt und vielleicht habt ihr ja auch Ideen dazu. Sagt ihr erst, pass auf, ich habe wirklich eine gute Idee, der Spruch oder dieses Sujet oder sonst was, war er doch leibend. Nur hier damit. Immer. Mehr ist das nichts wird, kann nicht sein, nicht? Aber man muss ja drüber reden, die den wahnsinnig gefallen. Und ja, ihr könnt uns so natürlich auch unterstützen und habt es gleichzeitig auch. Also wenn einer sagt, ich weiß nicht, ich zahle nichts jetzt da ins Kehrerleine, sondern ich kaufe mir ein Leiberl oder 2 oder 3, habt ihr uns auch gefördert sozusagen. Leibend. Ich danke euch vielmals und das wird klaustrophobisch, sagt die Menge Pepper. Na, hast recht, das ist recht. Aber die Weike hat Migräne gehabt, ne, Alter. Das brauchst du nicht. Nein, Das brauchst du nicht. Die tun wir da austreiben. Und wir verabschieden uns mit dem Lied und da wird die Migräne von der Weike austreiben. 1a. Was spielen wir? Was machen wir zum Abschluss? Machen wir was anderes zum Abschluss, was wir noch nie gemacht haben. Was wir noch nicht gemacht haben. Weiß ich nicht, ja. Fällt mir jetzt so ein. Meine Freunde und Bekannten sind die größten Was? Tschechereien, aber wir sind so beieinander. Wir machen Quise in der Schandbrücke, denn wir Freunde aus dem Rahmen, wir haben seit Viertel überm Gaumen und dazu rein der Klasse schon mehr. Weil wir sind keine Weh, na wir sind keine Weh, na wir sind keine Weh, das wissen's Gesicht. Ich geh gemütlich heim, da steckt mir wer am Tag. Herrgott, na was hab ich Flucht, was am Soffler auf der großen Sucht. Da hat der Lackelbläher, was suchen's auf der Erde? Da hab ich diesem Grobian erklärt. Ich such mein Gleichgewicht auf alle Viere, weil anders find ich's nicht, nein, das ist schwierig. Ich hab's bestimmt noch gehabt, vor einer Stunde. Jetzt krieg ich Was? als wie ein Hund. Ich such mein Gleichgewicht, das brauch ich wieder, sonst haut's noch jeden Schritt mich wieder nieder. Und wann ich's gefunden hab, zahl ich ein Liter Wein. Fangt er dann wieder an, die umeinander Gröblerei. Einen Wiener kennst sofort, wenn selber sagt. Und im eigenen Bezirk aus einer großen Front, Wenn schimpft, dass der Wein ihn ums letzte Gerstel bringt. und geht drauf seine Viertel drin. Ja, wenn's die Bundeshymne spülen, kennst du den Sacken an. Er steht da Und ist ganz stark, wenn er den Text nicht kann. doch bei Schrammen singt er mit. Jedes Lied los ist gewiss, daran kennst, dass er wäre. Nur ein Stück Ich hab ein Stickerl altes Wien entdeckt. Dort hat sich eine Gemütlichkeit versteckt. Dort triff ich alten Spezi, die Freundeln, das versteht sie. Dort kommen alle echten Werner zusammen, die nur ein Herz für Werner Musik haben. Und ist auch manches schon dahin, dort findest du Sticker, eines Wien. Die Strophe von den. Also, andere Leute habe ich gemacht, Strophe. Wir noch der Adam und die Eva, so irgendwie, ne? Komm, bemüht dich, Wir du hast noch- jetzt so viel zusammengebracht. Wie noch der Adam. Du schaffst das. Ich halte dich.
Was haben die Leute einmal gemacht? Wie noch kein Weiber. Wer hat die Stimmung dann gebracht? Das wird mir nicht klar. Da muss ja Fahrt gewesen sein und alles muss Start gewesen sein. Ohne was? Ohne Wein, ohne Wein, ohne Wein. Was haben die Leute einmal gemacht? So ohne Musik. Wir haben's die Nacht nur verbracht bis in der Früh. Was kann denn gemütlicher sein? Alles wie eine Musik am Wein. Dort schauen wir in den Himmel hinein. Das war Übergang. Ja? Das war ja. Rapiduschi-Übergang. Finale. Jawohl. Klasse. Grüßt euch Gott, gehabt euch wohl. Wir freuen uns auf nächste Woche zur 150. Pawlatschen aus der Klause Klaus. So schaut's aus. Pfiat euch gut, macht's es gut.